Der dritte Weltkrieg wird nicht schön. Da können wir unsere Raketchen fliegen sehen. Und mit nem irre lauten Knall geht dann alles Fall auf Fall. Der dritte Weltkrieg wird nicht schön. Hoi zusammen! Hey, willkommen zurück im Paradies in der ersten Permakultur im Oberwallis. Also Permakultur im Wunderland, weil ich muss schon sagen, Oberwallis ist schon mein Wunderland. Hey, aber jetzt bin ich nicht in Triest, wie ihr seht. Ich bin da vor dem weltbesten Barbershop, dort wo ich, wenn ich mir pflege, dort hingegangen pflege. Und schau dort hinten unter den Bäumen, ist dort, wo mein Marktstand steht. Und ich muss euch jetzt eins erzählen. Nicht nur bin ich froh, bist du da heute, sondern, hey, ich bin gerade auf dem Betreibungsamt gewesen, weil ich herausfinden wollte, wie viel ich schulde. Weil mein Entscheidungsbegehren habe ich gesagt, ich würde, wenn ich das Land übernehmen darf, die Verantwortung, was ihr alle wisst, will ich unbedingt, würde ich auch die gesamte Schulden übernehmen seit Tag vom Hochzeit. Also, wir haben ja zusammen relativ viel Schulden generiert. Die anderen und ich. Wir haben ja keinen Namen nennen. Und wir haben, und nach Schweizer Hochzeitsrecht, weil wir haben keinen Ehevertrag gehabt und keine Gütertrennung und nichts. Das heisst, alle Schulden, die wir aufgeleistet, ich glaube, man hat mich unterschätzt. Man hat das Gefühl, ich wüsste das nicht. Aber das habe ich in der Allgemeinbildung gelernt, wo ich Fachmann für Kleinkinder, Fachmann für Betreuung als Kleinkinder. Für Kleinkinder, blablabla, ist auch nicht relevant. Auf jeden Fall bin ich heute auf dem Betreibungsamt gewesen. Danke vielmals, immer wieder nett mit Ihnen zu tun haben. Und zwar, jetzt habe ich eigentlich nur herausfinden, wie viele Schulden das sind im Gesamt. Jetzt habe ich aber herausgefunden, dass ihre Schulden schon bezahlt sind. Alle ihre Schulden sind bezahlt. Jetzt, nach meinem Wissen, ist das illegal, weil wir in der Scheidung sind. Also illegal. Ja, schon gut und recht, weil das heisst, ich übernehme weniger Schulden. Aber mich stellt es da vor Haufen Fragen, wo das Universum mir gesagt hat, darf ich fragen, weil wenn man nicht fragt, findet man es nicht raus. Und die Frage Nummer 1 ist, wenn wir schon so viele Schulden aufbauen haben und so Mühe haben, um alles zu zahlen, ausser natürlich das Gras, das wir immer haben müssen haben, und den Hasch, den wir immer haben müssen haben, das haben wir immer können zahlen. Aber sonst, was wir nicht haben können zahlen, haben wir nicht gezahlt und das sind Betriebe geworden. Aber jetzt auf einmal, ich, wo da Crowdfunding habe, und übrigens, ich bin sehr, sehr dankbar, und übrigens, danke vielmals, Frau Honecker, für deine 1000 Franken Spende. Und ich habe falsch gerechnet im letzten Video. Jetzt bin ich bei 8600 und ein paar zerquetschte, gerade aktuell am Morgen. Aber eben, ich muss unbedingt ein Crowdfunding machen und ich brauche unbedingt Hilfe, weil ich habe kein Einkommen mehr. Aber weil ich ganz allein gelassen worden bin mit der Verantwortung, obwohl es nicht meine Verantwortung ist und ich könnte so einfach davonlaufen. So einfach wäre es, davonlaufen. Weil ich bin mit nichts gekommen. Ich bin mit nichts geboren, ich hatte auch vorher nichts gehabt. Wer mich weiss ich, dass es ein Gottesgeschenk ist, dass ich überhaupt für Triest kämpfen darf. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist gnädig, Gott ist gross und ich habe das bekommen. Oh, bin ich dankbar. Oh, bin ich dankbar. Auf jeden Fall kann ich sagen, der dritte Weltkrieg wird laut. Danach musst du nicht mehr Fernsehen schauen. Das Leben ist so schön. Das Leben ist so schön. Ja, aber weißt du musst Vertrauen haben. Du musst einfach Vertrauen haben. Oh, ist das schön. Hey, es ist so schön. Ja, habe ich sagen. Auf jeden Fall. Hey, nein. Jetzt, wirklich. Ich verstehe es nicht. Weil wir haben die Schulden aufbauen, weil wir kein Geld hatten. Und ich musste betteln. Jetzt, ich bin wirklich bei euch auf die Knie gegangen und habe bettelt für Geld. Und ich tue auch jetzt noch weiterhin betteln, weil ich bin noch nicht bei diesen 10.000. Es fehlt wirklich. wirklich. Aber andere Leute können es einfach so zahlen. Aus ihrer eigenen Tasche. Weil ich weiss, sie kommt von grossen Familien. Ihre Grosseltern. Ihre Großvater, Urgroßvater, das sind reiche Leute gewesen. Die Hälfte vom Finnwald gehört übrigens ihre Großfamilie. Franz Karl Weber, hey, gehen schauen. Sie heisst zwar Isler, ihr Vater hat den Schwiegervater, sie hat Isler als Nachname.
Aber ihr Vater hat seinen Schwiegervater geheiratet, nicht die Mami von der Claudia. Wegen dem Geld. Weil es ist so viel Geld rum. So viel. Aber, ja, und vermutlich, also ich kann es mir nur so erklären. Bevor wir geheiratet haben, hat sie ihre ganze Erbschaft, weil sie hat vermutlich Millionen mal gegeben, irgendwann. Das muss man beweisen, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall, nach Hochzeitsrecht, wenn es so war, all die Zinsen, die Hälfte der Zinsen gehört mir. Auf jeden Fall, ich wäre bereit gewesen, um die ganzen Schulden zu übernehmen. Alles ihre. Und sie weiss es, weil die Scheidungsbegehren habe ich ihr zuerst geschickt. Zum Unterschreiben. Sie hat sich geweigert, um das zu unterschreiben. Ich habe es direkt zum Gericht gebracht. Das Gericht habe ich vorzahlt. Ich habe alles korrekt gemacht, nach Schritt und Tritt. Ich habe mich informiert. Man hat mich einfach unterschätzt. Und jetzt bin ich so froh. Ich glaube, ich gehe zum Barber, zum weltbesten Barber nachher und ich tu mir zum Feiern des Tages, plane ich mich pflegen. Ha! So schön, danke vielmals, das gönne ich mir. Weil zumindest, was auch immer passiert, meine Schulden, die ich übernehmen wollte, die Schulden, die ich übernehmen sind jetzt weniger geworden. Wieso auch immer. Uns fehlt dann Wasser, Brot und Strom. Von Stock und Stein erzählen sich schon, der dritte Weltkrieg, er wird laut. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. So, schau mal. So fresh and so clean. That's what I mean. So, das hat sich gut angefühlt. Jetzt gehe ich die Brillenputzen anrichten lassen, weil die sind auch nicht mehr so gerade wie auch schon. Und dann posten und dann geht es heim arbeiten. Weil es ist am Montag, muss auch noch gearbeitet werden, nicht nur ein Beauty-Tag. Oh nein, kommt noch ein Sinn. Gut habe ich noch gewartet. Auf Ponys kommt noch ein Sinn, ich muss noch etwas anderes machen. Ja, auf jeden Fall, genau. Hey, übrigens, habe ich euch noch, wie letzte Woche habe ich ja angefangen mit erzählen, damit ihr mich besser kennenlernt. Oder? Und, ja, ich weiss, dass es heutzutage, eben, wie vorher schon besprochen, ist es heutzutage eine grosse Waffe von mir, also es ist mein Schwert und mein Schild gleichzeitig, dass man mich nicht ernst nimmt. Aber früher, das ist nicht immer schon eine Stärke von mir, es ist auch mal eine Schwäche gewesen. Es hat mich fast kaputt gemacht. Weil, ich bin ja, meine Lieblingsrolle, wisst ihr ja, ist Vater sein. Und, als meine Tochter circa 2,5, 3, es ist alles dokumentiert auf der Welt. Genaue Daten weiss ich nicht, aber es ist alles dokumentiert. Hat sie gesagt, du Daddy, wenn die Mami nicht daheim ist, werde ich gewürgt. Da habe ich das der Mami mit der Sophia zusammen das Mami erzählen, hat mich die Mami nicht ernst genommen und hat mich ausgelacht und hat gesagt, nein, das kann nicht sein, das will der Daddy nur einreden, weil der Daddy mehr Zeit mit dir will. Genau. Etwa ein halbes Jahr, 3/4 Jahr später, hat mich meine Tochter gefragt, du Daddy, wird die Schnäbi auch hart wie seine? Oh, bin ich hässig geworden. Ui, bin ich hässig geworden. Leck mir am Arsch. Ui. Das hat dazu geführt, dass ich keinen Kindesbesuch mehr haben für 7 Wochen. Das hat dazu geführt, dass ich angezeigt wurde, weil eben die beste Verteidigung ist Angriff, gell? Und, ja. Und, ja, genau. Und deswegen bin ich dann angezeigt worden. Wegen Verleumdung und übler Nachrede. Natürlich habe ich gesagt, weil ich bin schon, eben, da bin ich nicht mehr 19 gewesen, aber seit ich 19 bin, sage ich, wie es ist. Ausser das, von dem habe ich bis jetzt habe ich Angst gehabt, darüber zu reden. Eben, auf jeden Fall hat man dann üble Nachrede angehängt und so. Und dann, ja, bin ich natürlich schuldig gesprochen worden. Dann bin ich später nochmal angezeigt worden wegen übler Nachrede, weil ich mal in einer Beistandssitzung gesagt habe, ja, wenigstens wohne ich nicht mit einem Kinderschänder zusammen. Ja, dann ist das, hätte ich freigesprochen werden, weil die Beiständin hat für mich ausgesagt. Aber ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die ganze Sache ist natürlich von der KESB untersucht worden, nachdem so meine Tochter Aussage gegeben hat. Und die einzige Aussage, die sie gegeben hat, dort mal mit 3,5 um das herum, auf dem Schoß vom Grossmami war. Und es ist alles dokumentiert. Das kann man bei der KESB-Meile nachschauen und nachlesen. Ist der einzige Aussage,
ich vermisse meinen Daddy. Wann darf ich meinen Daddy wieder sehen? Ja, ich bin so ein Böse. Und ja, auf jeden Fall ist dann irgendwann einmal die fallen lassen worden. Die Untersuchung, wie Kesp hat angefangen zu untersuchen. Und dann ist das fallen lassen worden. Wieso? Weil meine Mami sich reingemischt hat. Meine Mami hat für den ausgesagt. Weil meine Mami hat schon mich noch nie gern gehabt. Weil ich beim Geburt schon sehr viel Schmerzen verursacht habe. Ich böse. Und weil ich dann als Teenager gesagt habe, Mami, du sollst in England bleiben, du sollst nicht in die Schweiz zurückkommen. Ich böse. Und plus, ich sehe sehr ähnlich aus wie mein Vater. Und vom Verhalten her habe ich sehr viel von meinem Vater gelernt und mitgenommen. Und ich liebe meinen Vater fest und ich bin dankbar für meinen Vater. Er ist übrigens der Einzige von meiner Familie. Der Einzige von meiner Familie. Vielleicht noch eine Tante von mir. Aber sonst alle anderen denken, ich sei verrückt. Bin ja verrückt. Ich bin ja noch euch. Ja, Wava. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme jetzt zur Pointe. Ist Kesp die ganze Untersuchung gefallen lassen? Ich habe gefragt, ja, wieso können das beweisen, dass es nicht passiert ist? Nein, haben sie nicht können. Und ich kann es beweisen, dass es war. Nein, können wir auch nicht. Aber sind wir ehrlich, Herr Quasho, haben sie zu mir gesagt. Sie sind ein bisschen ein Freak. Und wenn ihre Mami gegen sie aussagt und der sie anklagt, ist so ein gutbürgerlicher, bodenständiger Mensch mit einem guten Job und immer schön angelegt und so und hat immer eine gute Frisur. Ja, wenn die Mami wenn die Mutter vom Angeklagten, vom Kläger, wenn die Mami vom Kläger für den Angeklagten aussagt, dann wird das uns viel zu kompliziert und die Arbeit wollen wir uns nicht geben. Also lassen wir einfach die ganze Sache fallen. Und Sie, Herr Quasho, die Sie ein bisschen im freien Freak sind, müssen es einfach akzeptieren. Leck, das hat jahrelang gebraucht, bis ich es akzeptieren und loslassen. Und auch heutzutage beschäftigt es mich. Weil meine Tochter ist dann natürlich, weil ich das Arschloch bin und der böse Sieg bin, der meine Tochter hat beschützen wollte, ist meine Tochter das Leben lang seither vergiftet worden. Und es tut mir so leid für meine Tochter. Und in der Zwischenzeit redet meine Tochter gar nicht mehr mit mir. Wieso? Wieso? Weil die aktuellste Frau, die mein Leben jetzt gerade am Verlassen ist, hat sie auch vergiftet. Nachdem ich von Ungarn heimgekommen bin und gesagt, du, und sie ist auch meine Tochter, wie auch die anderen, beide sind dumm gewesen, und habe ich gesagt, du Tochter, wenn ich jetzt runtergehe mitspielen, du bist meine Achillessehne. Wenn man mich weh machen will, dann macht man das via dich. Das Gute ist, aus der ganzen Sache, das hat eine gute Pointe, das Ganze. Sie hat sich durchgesetzt, sie wohnt jetzt bei meiner Grossmami, sie hat den Drake bei sich und ich weiss, der Drake schaut ganz fest auf sie. Und ich bin so froh als Papi, dass meine Tochter ein Teenie ist mit Hund. Weil der Drake ist der beste Hund, den es gibt. Darum vermisse ich ihn auch so. Aber er ist auch der beste Begleithund, den es gibt. Und er wird sein Leben opfern für meine Tochter. Und darum weiss ich, ist meine Tochter sicher. Ha! So gut, so schön. Hey, miteinander, ich muss jetzt weitergehen, weil ich habe da etwas... Ich habe etwas, das ich jetzt da besprechen muss. Tschüss, bis bald. Fahren wir alle um. Bum, bang, bum, bum. Der dritte Weltkrieg wird kein Spaß. Ja, auf jeden Fall ist das der Grund, wieso ich nicht Schweizer werden darf, auch wenn meine Schulden gezahlt werden. Weil ich einen sauberen Leumund habe, weil ich nicht auf meine Schnurren hocke. Darum kommt es auch nicht darauf an, wenn ich jetzt nicht auf die Schnurren hocke, weil ich darf auch nicht Landwirt werden, weil ich nicht auf die Schnurren gesessen bin. So ist es. Und darum, ja, kann ich mir doch das erlauben, um das jetzt zu sagen. Auch wenn die Konsequenz ist, dass ich rein theoretisch müsste ins Knast. Aber hey, wenn ich in den Knast muss, ja, dann so soll es sein. Aber egal, aber da müssen wir ernsthaft miteinander darüber reden, was genau es geht. Was mache ich denn schon falsch? Ich habe mich für meine Tochter eingesetzt, wo sie als kleiner Knirps, als kleiner Mädchen gesagt hat, du Daddy, so ist es. Ich habe sie geglaubt, ich habe sie ernst genommen und seit dann, ich nehme mich ernst. Du nimmst mich auch ernst. Hey. Da fackeln wir endlich die ganze Bude ab. Da sprengen wir unseren Planeten, gehen zurück in Garten Eden. Der dritte Weltkrieg wird kein Spaß. Damit ich nicht in eine Routine verfalle und mein Leben langweilig wird, weil es ist ja schon noch gefährlich, dass es langweilig werden könnte.
laufe ich jetzt da via Biggerbad heim. Immer wieder ein anderer Weg. Sage ich noch gern, damit es immer wieder anders wird. Und immer wieder neue Eindrücke. Genau. Dort läuft es. Und dort hinten ist der Triester. Von der Triester aus sieht man das Hallenbad nicht, aber das Camping dafür. Ja, so ist es. Das zum Beispiel ist auch so eine Parzelle, wo ich wüsste, ich darf es kaufen. Es ist mir nämlich schon gesagt worden vom Landbesitzer. Er hat gesagt, er verkauft es mir sofort. Hey, und das bräuchte mich unbedingt. Das ist auch am Vergammeln. Da unten hat es Stall, es hat so Höhlen in den Stall. Es ist so ein schönes Stück Land. So eine schöne Matte. Hey, die ganze Dresden, ich sage euch, ich will am liebsten die Verantwortung für die ganze Dresden nehmen. Wirklich, wirklich, wirklich. Und es gibt Mittel zum Zweck und das Universum. Ich bitte, liebe Universum, zeig mir den Weg. Auf jeden Fall, den Weg heim, den kenne ich. Aber zeig mir den Weg weiter, liebe Universum. Danke vielmals. Wenn ich sage, vielleicht fragt sich der eine oder andere, wieso ich zwischendurch mal von Gott rede und wieso vom Universum. Weil Gott ist ja zwar schon der Heilige Vater und der Anfang und Ende und das Alpha und das Omega und alles drum und da, was man auch immer will sagen. Die einen nennen den so, hey, ja. Auf jeden Fall, aber das Universum ist ganz so, das Ganze, das Universum ist Ganze, das bist du und ich. Das sind seine Engel, das sind seine Soldaten. Das ist Natur, schau mal. Und das sind Gesetze, die universellen Gesetze, die einzigen wichtigen Gesetze. Die einzig wichtigen Gesetze. Und es geht auf, ich sag's euch, wenn wir alle zusammen nur wieder die universellen Gesetze verfolgen, wird das schon lange. Ein Teil sind in den 10 Geboten, ein Teil sind im Koran, ein Teil sind im Sanskrit, ein Teil, überall sind sie verteilt. Aber nur das, was Gott die Institutionen Gott dient, das ist dort geschrieben. Aber das universelle Gesetz, das ist so. Und ich bin froh, dass ich immer mehr Weg kennenlernen. Weil, the truth doesn't need any proof. It shows itself, sagt man auf Englisch. Der dritte Weltkrieg wird kein Fest. Und was sich jetzt schon sagen lässt. Bin ich gerade heimgekommen und Monsun sagt, am Preis habe ich gefragt, ob sie raus wollen. Sie haben gefunden, nein, sie wollen drin bleiben. Sie sagen sich, fühlen sich so wohl im Nashville und sagen, grusiges Wetter, die wollen drinnen bleiben. Ja gut, machen die halt einen Pausentag. Auch schön. An diesem Tag, da wackelt hier die Bude. Und so, jetzt bin ich da oben beim Stall für die Schafe. Genau. Und sie freuen sich schon auf mich. Jetzt das Gebiet da. Das wird für die nächsten paar Wochen, Monate sicher ein Ausgangsziel sein. Ich will fortlaufend mehr Zäune aufbringen und ich will ein bisschen so in Sternen, so in verschiedene Richtungen immer wieder ausfahren und immer wieder Bereich. Da um den Stall herum darf es, weil da noch sowieso noch muss umgebaut werden und wieder planiert und geflickt werden und graben werden und so darf da auch überbeweidet werden. Wirklich, weil im Design muss sowieso ganz anders werden. Da wird ganz anders mit Wasser und so. Und eben, darum ist es nicht so schlimm, wenn es jetzt da überbeweidet wird. Aber, was es wird geben, also heute stelle ich mal Eis auf, dass es einfach so da rundherum geht, damit es Platz und dann wird es von da aus eben so Oktopusmäßig verschiedene Bahnen geben. Bis runter. Die ganze Bereich, dass immer wieder zurückkommen zum Stall. Weil jetzt ist ja Mitte November, das heisst, das Wetter schlägt definitiv um. Bald kommt auch Schnee und alles hat man gesehen. Und darum werden sie immer zum Stall zurückkommen. Genau, also wie die von da. Hin und her, ausfahren, einfahren, so korridormäßig.
Aber das werdet ihr alles sehen. Das ist ein Grund zum Abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Neben dem, was alles andere noch passiert, wenn alles gelöst ist, geht es ja dann weiter. Egal wie das es weitergeht, es geht weiter. Immer, immer, immer. Und darum empfehle ich dir zu abonnieren, Glöckchen drücken, damit du immer die Botschaft bekommst, dass es eine neue Folge gegeben hat. Genau, weil man muss ja nicht immer daran denken, dass es jetzt, sondern einfach besser immer daran erinnert werden. Gell, Madeleine? Da ist jetzt auch sehr abgeweitet. Sehr, aber eben, da was steil ist und gar nicht so dicker Humus und hat gar nicht so viel Gras und es ist sehr schnell abgeweitet. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist gleich, weil eben da umeinander gibt Baustelle. Da umeinander wird alles anders. Und sowieso und überhaupt. Straßen und Wege und überhaupt. Ja. Jetzt muss ich aber abräumen. Und uns als Menschheit kommt zugute das. Ach, Scheiße, Madeleine ist schon das. Ach, ich sehe, nein, ich hätte nicht fokussiert. Madeleine und Peterli sind draussen gewesen, aber sie haben genau gewusst, ich gebe nicht auf. Also sind sie freiwillig wieder reingekommen. Genau, wir kennen einander, unsere Tiere. Wir sind eine Familie da oben, will ich immer wieder sagen. Und wir sind einander loyal. Ja, wirklich einfach so. Einfach so sind wir einander loyal. Wir gehen einander nicht auf. Dass dann endlich Ruhe herrscht. Der dritte Weltkrieg wird kein Fest. Und jetzt braucht's nur noch einen starken Mann, der das kleine rote Knöpfchen drücken So, kann. jetzt sind alle drin. Gell, Bibi, ja, du bist da. Hey. Alle sind da. Alle sind zutraulich, alle sind zufrieden. Ich muss so einen Schleckstein bringen, ich weiss. Gibt grad. Ja. Ja, man es glaubt oder nicht. Ich fühle mich so wie der glücklichste Mann auf Erden. Kein Rappen zum Namen, hey. Aber so reich. So reich bin ich. Die besten Schafe von der ersten. Ich liebe meine Schafe. Und natürlich, Buben, euch liebe ich auch. Geh Flip, du bist Lustige. Flip, du bist Lustige. Hoi, Gisma. Und der Krümel ist immer so der Chef. Krümelmonster. Und im Stall hat es auch schon Heu. Krümel geht das jetzt gerade entdecken. Und ja, jetzt gehe ich weiter aufräumen. Bum, 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 bum. Oh, der Gewitter kommt. Das donnert von Italien aus. Das heisst, der Gewitter kommt bald. Es regnet schon. Aber ich habe jetzt zwei gute Felder schon vorgestrimmert. Das heisst, ich bin bereit, zum aufstellen. Bevor es jetzt so richtig losgeht, mache ich noch eins. Weil morgen Morgen habe ich einen Live-Podcast. Nicht, den ich gebe, sondern wo ich zu Gast bin. Bei Wein Permaculture. Ich weiss nicht, ob ihr euch nicht mehr erinnert. Aber ganz am Anfang bin ich zu Gast gewesen beim Cormac von Irland. Bei Wein Permaculture. Inzwischen, dort bin ich sein dritter Gast gewesen. 3 Jahre später hatte ich schon x Gäste gehabt. Und ich darf morgen auch wieder mal als Gast live dabei sein. Also im School. Das ist so eine Plattform, Social Media School, wo einer mehr wie Insta und Facebook. Also ich bin dort nicht dabei, ausser morgen. Weil ich mag nicht nochmal eine Social Media Plattform pflegen. Facebook und Instagram. Das langt mir. Aber ja, das heisst, morgen kann ich sicher nicht da raufkommen. Plus das Wetter ist schlecht für die nächsten 3 Tage. Also das heisst, heute immer noch Montagnachmittag, nachdem ich heute eben im Wisp war, tue ich jetzt noch möglichst viel vorbereiten und aufstellen. Ich habe ja da noch 3 Zäune. 1, 2, 3 dort hinten, die ich aufstellen kann. Und dann kann ich einfach... Der Stall ist voller Stroh und Heu. Das heisst, ich habe jetzt vorbereitet, zack, zack, zack.
damit ich den nächsten Tag, wenn es schlechtes Wetter ist, einfach Wechsel kann machen. Oder eins Grosses dann am Schluss daraus machen. Und gut ist, ja, so ist mein Plan. Aber jetzt muss ich weitermachen, bevor es richtig kommt schiffen. Und sobald es kommt schiffen, dann ist Feierabend. Oder wenn es dunkel ist. Aber heute mache ich bis zum letzten Sekunde, damit ich es gemacht habe. Und einfach nochmal, um darüber zu reden, dass wir darüber geredet haben, das ist mir noch wichtig zum Vermitteln. Ich erzähle das nicht, weil ich das Gefühl habe, ich sage ein geiles Sieg. Ich erzähle das, damit ihr wisst, was ich zu tun habe. Damit, falls du auch so willst arbeiten und du willst so leben wie ich, dass du das weißt, was zu tun ist. Ich meine, oder noch besser, dass du auch verstehst, was alle Bauern machen müssen. Es gibt Bauern, die arbeiten noch viel mehr als ich. Wirklich. Also weißt, Bauer sein ist kein einfacher Job. Es ist ein Knochenjob wie Krankenschwester oder in der Pflege sein. Was auch immer für einen Knochenjob. Aber es ist ein Job. Und am Schluss des Tages geht es ja darum, dass wir Esswaren herstellen. Nicht nur für unsere Tiere, sondern eben, dass unsere Tiere für dich und für alle zusammen. Ja klar, wenn man Veganer ist und lieber Bill Gates sein Beyond Meat fressen, also das Künstliche, dann braucht es den Bauer nicht, weil das wird alles von Chemielaboranten hergestellt. Aber echtes Essen, das richtige Essen, das wird von Bauern hergestellt. Und einfach, das ist ein Grund, wieso ich auch hier im YouTube bin und euch das zeige und erzähle, weil das gehört dazu. Jeder auf seine Art, jeder seine Technik. Aber ja, es muss gemacht werden. Und darum muss ich es euch erzählen, damit ihr wisst, was man so macht. Weil ich tue nicht nur dumm schwätzen den ganzen Tag. Ich arbeite für meine Tiere und für meine Verantwortung. Und auch, eben, gleichzeitig, tue ich da, schau mal, das ist verwuchert, das ist verwildert, das ist schade. Es ist am Vergammeln. Nicht, weil irgendjemand schuld ist. Ich möchte wirklich niemandem Schuld geben. Es ist einfach Fact of Life. Es kommt niemand dazu, darum will ich den ganz drin stehen. Weil das ist der strenge Ort. Und ich will am strengen Ort. Das stört mich nicht streng. Stört mich nicht. Genau, wie auch die Überstunden. Andere Tage mache ich früher. Oder ich mache einfach nichts. Oder wenig. Wie gemacht werden muss immer etwas. Aber ja, bla bla bla. Ich mache jetzt weiter. Ganz dort unten, seht ihr zu uns, ist Bonnie gerade am Ballen. Jetzt ist so die Frage, muss ich runtergehen? Ist jemand da, wo sie steht? Muss ich schauen? Oder ist alles gut? Und sie tut einfach den Wind abballen. Das ist jetzt die Frage. Ja, ich brauche Kameras. Ich brauche einfach Kameras. Das muss eben gleich einfach sein. Also ich sehe Bonnie dort unten, aber ich sehe nicht, ob sie allein ist. Also wir werden es sehen, ich muss weitermachen. Ich muss unbedingt weitermachen. Und ich sehe, wenn dann nicht unten ankomme, was war. Ja, also es ist 5 ab 5. Und ich gehe jetzt ab. Der Strom ist eingeschaltet, die Chefs sind drin. Ich habe jetzt sozusagen noch 2 weitere Felder aufgestellt. Das Feld, wo drin sind, jetzt kann ich einfach aufmachen. Und dann gibt es automatisch 2 neue. Herrlich. Und es ist 5 ab 5. Gar nicht so viele Überstunden gemacht. Ich bin zufrieden. Ich bin jetzt, eben wie Bonnie so angegeben hat, will ich schauen. Also muss ich es ja auch nicht übertreiben. Alles ist versorgt. Alles ist zu. Alles ist an. Darum ist mir klar, ich kann jetzt Feierabend machen. Und dunkel wird es jetzt auch bald. Aber ja, das war der Montag. Jetzt gehe ich heim, gehe etwas essen. Und anfangen Notizen zu machen für den Podcast morgen Morgen. Weil, ja, ich muss schon wissen, was ich erzähle. Sonst bin ich ja mit dem kopflosen Huhn. Hey! Boom, bang, boom, boom. Fallen wir alle um. Boom, bang, boom, boom. So, Hirne sind zu, Esel sind frei, die können machen, was sie wollen jetzt. Es ist jetzt Nacht. Und die sind ja bis gut, die gehen um uns gelaufen. Das heisst, und es ist noch nicht ganz dunkel, wie ihr seht. Es ist voll Abenddämmerung. Das heisst, ich habe noch Zeit, um den Kompost abbiegen. Weil jetzt ist es besser. Ich mache es am Abend, weil die Hühner den ganzen Tag dran sind. Ja, jetzt soll ich es noch ein bisschen abbiegen und umbiegen.
Und gut ist, dann ist Feierabend. In 5 Minuten, 10 Minuten und dann ist das erledigt. Also kann ich das noch, bevor es dunkel wird. So schöne Stimmung. Oder? Regnet tut es auch noch nicht. Also mache ich das. Dann ist das erledigt. Dann kann ich morgen wirklich piekfein in aller Ruhe bereit sein. Ja. Der Blitz, also das Licht geht zwar an. Da hinten hat es einen neuen Bike, der anfängt. Da sieht es also schon langsam nach Erden aus. Aber schön ist es, umeinander biegen. Und ja, wie gesagt, 5 Minuten ist das gewesen. Aber jetzt ist definitiv das letzte Video von heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Also ich wünsche mir einen schönen Abend. Du hast ja noch zu schauen. Es ist nämlich erst Montag. So schön bist du da am Schauen. So schön interessiert es dich. Danke vielmals. Bum, 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 bum. Bum, bang, bum, bum. Sind wir dann so dumm? So, es wird Zeit für Kameras. Definitiv. Jetzt bin ich gekommen, damit, weißt, für meine eigene Psychologie, für meine eigene Ruhe. Jetzt bin ich gerade gekommen. Es sind, glaube ich, alle Tiere da. Also die Esel sind da. Hühner sind, glaube ich, da. Ich muss kontrollieren, dass alle da sind. Aber die Tür war sperrwangelweit offen gegen raus. Also es kann ja schon sein, dass die Esel das aufgedruckt haben. Aber dann wären sie ja nicht da. Und ich habe es wirklich gut eingehängt und auch gut angebunden. Ja, und ich habe ja gestern schon publiziert, dass ich live auf einem Podcast bin. Heute Morgen habe ich auch mit jemandem darüber geredet, dass ich auf einem Podcast bin. Also man hat gewusst, dass ich sicher von dann bis jetzt besetzt bin. Also sicher nicht schauen. Bonnie war auch drin. Aber das Gute ist, meine Tiere machen mit mir mit, nicht mit euch mit. Also hört doch auf. Aber jetzt gibt es Kameras. Ganz klar. Das nächste ist Kameras. Also, ich weiss jetzt auch, wer es war. Warte. Ja, ich habe ja schon letzte Woche davon geredet, dass einer da in der Umgebung schafft. Ich glaube, es war er. Ich weiss es, dass es er war. Weil sonst, wer könnte es denn sonst gewesen sein? Ausser extra. Warte schnell. Ich muss schnell mit jemandem reden. So einen schönen Tag. Ich weiss in der Zwischenzeit mehr. Und es gibt ja auf unserer Erde Gutes und Böses und alles mit drin. Ich bin ein bisschen vor allem. Ja, so schön. Ich komme so viel Wahrheit. Ich bin so dankbar für alles, was ich sehe. Und umso klarer meine Intuition, umso stärker werden auch die Muster erkennbar. Es ist lustig, jetzt läutet man gerade vorne eine anfangen anlügen und gleichzeitig fängt man einen an, Liebe zeigen und mir von seinem Leben erzählen. Gleichzeitig, parallel. Und das ist einer, der immer so auftaucht, wenn ich eine Bestätigung brauche für die Wahrheit. Hey, Gottes Soldat. Und gleich dann läutet mir eine Kollegin an und sagt, du, da hat einer Gift über dich spritzen. Es gibt immer noch Leute, die sind jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit über mich am Gift am Spritzen, sondern die probieren es jetzt hintenrum. Es gibt Leute, die probieren, Kollegen oder Freunde von mir, gegen mich aufzuhetzen. Wieso auch immer. Aber gerade vor kurzem hat mir einer einen Kommentar hineingeschrieben. In einer von meinen Shorts. Und so hat er hineingeschrieben, wenn du angegriffen wirst, ist das eine Bestätigung, dass du etwas Richtiges machst. Ich weiß es nicht, ob es eine Bestätigung ist. Auf jeden Fall ist es lustig. Und es ist spannend. Wie immer. Es ist spannend. Und vor allem, dass es immer wie verrückter wird, dass sie immer mehr und mehr probieren. Also vor allem der, eine Kollegin von mir hat probiert zu vergiften, ist einer, wo ich...
Ja, ich muss gar nicht mehr weiterreden. Ich spare mir lieber den Schnuff. Ha, kommst du raus? Blumenstrauß. Ich komme so viele Blumen über vom Universum. Weißt, es ist nicht alles klar und deutlich erzählbar, aber es ist alles klar und deutlich erkennbar, wenn man nur die Muster anschaut. So schön gibt es dich, so schön bist du um Zuschauen. So schön interessiert es dich. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Nicht wie mir zuschaust, sondern einfach so, weil du bist. Und ich glaube, du bist eine gute Person. Ich spüre dich gerade. Ha! Dann fahren wir alle um. Boom, bang, boom, boom. Fahren wir alle um. Also, jetzt bin ich gerade so meine Runde am machen, weil ich mache täglich meine Runde und beobachte. Das gehört zu der Permakultur. Und der Bienenvolk ist am Boden gelegen. Jetzt ist es so, sind alle Bienen sind noch da, alles ist gut, alles ist recht. Aber zu 99% Sicherheit ist das ein Mensch gewesen. Und es ist der gleiche Mensch gewesen, wie dort oben meine Türe offen gelassen hat. Der gleiche Mensch, der da rundherum schafft. Der gleiche Mensch, der sicher hässig ist, weil ich letzte Woche über ihn geredet habe im Video. Ich weiss, dass sein Chef zuschaut oder jemand, der Einfluss hat auf seinen Chef. Hey, ihn zurückziehen. Zurückziehen. Sonst muss ich ihn anzeigen. Wirklich. Soll hören. Wirklich. Keine Geduld für so Gespiessli. Und vor allem, für was können die Bienen dafür? Hä? Hey, wirklich. Das muss es wirklich sein. Und er hat 2 Chefs. Einen in seiner Freizeit hat er einen Chef, der er schuldig ist. Und einen, der während dem Arbeiten hat seine 2 Chefs. Sollen dann beide zurückpfeifen. Also am besten sein Freizeitchef ist der ihm den Auftrag gibt. Weil ich weiss, dass sein Arbeitschef sicher nicht so Spiele spielt. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht liege ich auch falsch und er handelt ganz von allein, weil er so übermutig ist. Aber hey, bremse mal! Gottverdammt sich! Bienen können nichts dafür. Und vor allem bist du immer der gesagt hat, die können nichts dafür und die muss man schützen. Und jetzt gehst du wie meine Tiere mich angreifen. Bist so ein feiger Sieg, komm da in die Augen schauen. Wer Mut hat, kommt mit mir in die Augen reden. Wenn wer ein Problem hat mit mir, redet mit mir in die Augen. Dann fahren wir alle um. Boom, bang, boom, boom. Fahren wir alle um. Ja, geht mal. Unglaublich. All die Türen, die offen gelassen werden. Wieso? Es steht doch ganz klar angeschrieben. Bitte Türen schließen, steht da drauf. Aber irgendjemand lässt es offen. Übrigens, die Tür bei mir war natürlich auch offen in die Richtung. Es ist zwar niemand durchgekommen von mir, aber irgendjemand lässt die Türen offen, bewusst. Ja, oder es ist Gleichgültigkeit. Schlafst du einfach? So, schlafwandeln und durch die Welt durchlaufen. Ich bin ein Zombie. Oder ist es eine bewusste Handlung? Aber gell, ich werde geführt. Darum finde ich so Sachen, bevor es aus etwas rauskommt, was nicht sollte. Einfach, dass wir darüber geredet haben nochmal. Bist du dir sicher, dass es du mit mir aufnehmen willst? Weil du hast so viel zu verlieren. Und ich gar nichts. Ich habe nichts zu verlieren. Ich bin mit nichts gekommen und ich will mit nichts gehen. Auch wenn ich morgen muss gehen. Die Erfahrung sammle ich jeden Tag. Und die Schönheit. Die Schönheit. Das habe ich im Spiegelbild. Nein, spinnst. Die Schönheit ist die Natur. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe nichts zu verlieren. Du aber schon. Du hast einen Ruf, den du nicht verlieren willst. Du hast ein Geschäft, das du nicht verlieren willst. Du hast 2 Geschäfte, ein sauberes und ein nicht sauberes. Du bist der Chef. Du hast deine Leute im Griff. Und es ist extrem feig, wenn du deine Leute... wenn du nicht selber mal anstehen kannst. Jeder, der mit mir ein Problem hat. Komm und red mit mir von Auge zu Auge. Ich meine, es ist wie der andere Trittbrettfahrer.
Der hat heute eine Kollegin geschrieben. Eine Kollegin von mir hat geschrieben und erzählt, ich will nicht reden. Ha! Ich will so gerne reden! Der Trittbrettfahrer! Der Trittbrettfahrer hat gesagt, ich will nicht mit ihm reden. Er probiert mich zu vergiften. Nicht mich. Er probiert Freunde von mir zu vergiften. Die Freunde wissen aber Bescheid und rufen mir an und sagen, du, ja klar, ja klar, sie wollen mich, man könnte es auch so auslegen, dass sie mich vergiften gegen den Trittbrettfahrer. Oder man kann einfach sagen, sie sind loyal, nehmen das auf und leiten es weiter als Warnung. Wie man will, weil ja, man kann alles darlegen, wie man will. Man kann alles schön reden. Aber lieber Trittbrettfahrer, für was? Was ist dein Endziel? Was ist dein Endziel? Was? Und vor allem, ich will nicht mit dir reden. Wie viel Mal muss ich es dir noch anbieten? Du weisst, wo ich wohne. Jetzt muss ich dann bald mal ins Tal. Und ich hoffe, dass ich morgen wieder mal einfach Permakultur machen darf. Ja, einfach wieder mal. Also gut, es ist alles Permakultur. Alles ist Mustererkennung. Alles ist sich dafür einsetzen, für die Verantwortung tragen. Und alles ist ein Teil von meiner Aufgabe. Und darum, ja. Und ich weiss nicht, es ist sicher unterhaltsam zum Zuschauen. Sicher. Bin ich sicher. Also, hey, aber jetzt gehe ich zurück. Jetzt habe ich alle Türen zu wieder. Bis 4 sind alle Türen zu. Aber dafür hat Bonnie einen Auslauf gehabt. Ich habe wieder schöne Sachen gesehen. Oh, die Natur ist so schön. Die Südrampe ist so schön. Wer es noch nie gelaufen ist, kann ich es nur empfehlen. Ja, es ist eine schöne Sache. Luis, ich muss ins Tal. Du musst drin bleiben. Ich weiss. Du willst lieber draussen rumlaufen, aber das ist jetzt halt nur mal so. So, es ist doppelt gemoppelt, dreifach. Seht ihr, es geht in keine Richtung auf. In keine Richtung. Und ich gebe mir Mühe zum Aufmachen. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Kein Esel bringt das auf. Man muss wissen, wie, oder man muss vorsätzlich alles lösen. Es ist traurig oder wahr. Und ich habe jetzt entschieden, ich gehe zum Trittbrettfahren heim klopfen. Ich gehe ihn fragen, ob er Lust hat zum Schwätzen. Und ich will es filmen. What kind of crazy are you? Ein Video machen. Hey, ich habe gerade eine Erkenntnis gehabt. Wisst ihr, was Skiheiligkeit bedeutet? Skiheiligkeit sind gute spirituelle Sprüche, die nichts dahinter haben. Skiheiligkeit ist da, um sich zu verstecken. Wenn man heilig tut man sich so einen Ski vorlegen, damit alle blendet sind von seiner Heiligkeit. Auf jeden Fall ist eine Skiheiligkeit eine Lüge. Und in den Theatern sind es die Masken tragen. Oder Fasnacht ist eine Art Skiheiligkeit. Aber Fasnacht macht wenigstens Spass. Und dort ist man ehrlich darüber, dass man eine Maske trägt. Man ist transparent. Es ist Fasnacht. Hey, und Fasnacht ist die einzige Zeit im Jahr, wo die meisten Leute ihre Haare aufmachen können und einfach sich selber sein. Ein Klon. Aber nur an der Fasnacht. Irgendwie, die Erkenntnis ist mir einfach so durch den Kopf gegangen und ich musste die loswerden. Die Skiheiligkeit. Just a little crazy. Nobody is normal. What kind of crazy are you? Everybody's crazy. So, jetzt natürlich Simplon Center Oberwallis ist natürlich super. Wieder habe ich auch den Migros, ich habe nicht nur Mediamarkt, ich habe Migros, ich hätte den Denner, ich hätte Jack & Jones und so weiter. Es hat alles da. Also optimal, es ist nicht einmal weit, ich könnte heimlaufen. Ich schaue jetzt glaube ich gleich, ob es einen Bus hat. Weil ich bin ein Pudel hier. Ja, Baba. Ich habe jetzt auch noch einen Router kaufen. Nicht nur brauche ich schon Zucker, ich habe gerade einen Zuckertief. Ich habe nicht nur eine Kamera müssen kaufen, also ich habe jetzt 2 Kameras in einem.
und Solar und alles drum und dran. Super Angebot habe ich bekommen. Plus ich musste eine Router kaufen. Das ist jetzt aber auch kein Problem, weil es ist ganz im Sinne von der Permakultur. Der Router, den ich habe, das kann ich bis zu 150 verschiedene Leute eindocken, 5G. Das heisst, in Zukunft, wir hatten immer das Problem gehabt, für die Rouvers haben wir kein WLAN gehabt. Und jetzt wird WLAN haben für alle. Also auch wenn du mal eines Tages ins Restaurant kommst sitzen, hat es der erste eigene WLAN. Genau. Also, es ist nicht vorgesehen, in diesen 10'000 Franken ist es nicht vorgesehen gewesen. Aber es hat jetzt müssen sein. Genau gleich wie es nicht vorgesehen war, da die Streitereien und die Angriffe. Aber anscheinend hat es müssen sein, weil es macht mich stärker. Und ja, ich habe auch gerade im Facebook einen neuen Award bekommen. Als Content Creator. Das heisst, ich bin bald so weit, ich tue so viel im Facebook posten, dass ich bald Geld verdiene bei Facebook. Stellt euch vor, bald im YouTube, bald im Facebook. Und ab jetzt will ich auch Tier- und Naturbilder haben, weil Nachtsichtgeräte und so. Ha, alles dabei. Also hat es sich gelohnt, das Geld auszugeben. Aber jetzt, ja, muss ich gleich noch mal fragen. Hast du mir einen Stutz bitte? Ich muss betteln. Wirklich, weil die 10'000 Franken sind jetzt umso mehr wichtiger, weil ich habe jetzt unvorsehene Ausgaben hatte. Aber eins ist klar, es ist wichtig gewesen und es ist nötig gewesen. Und ja, ich habe schon nachgefragt beim Universum, darf ich das? Und das Universum hat gesagt, bitte unbedingt. Also zum genau sein, Kamera und WLAN ohne Handy-Abo hat 378 Franken gekostet. Also wenn irgendjemand möchte, genau die Kameras finanzieren, ich bin dann nicht böse, ich bin dann sogar dankbar. 378 Franken. Ha! Danke vielmals. Just a little crazy. Now you know you're crazy. Well, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Also was ich jetzt nicht war, ist beim Trittbrettfahren daheim gsi. Aber das mache ich noch diese Woche. Definitiv. Weil, ja, wenn er unbedingt sagt, ich will nicht mit ihm reden, kann ich mit ihm reden. Weil wer sagt, ich will etwas nicht, obwohl ich es ihm angeboten habe, dann nehme ich mir den Aufwand. Aber heute nicht, weil jetzt habe ich Hunger, jetzt kann ich heim essen. So ist es. What you gonna do? What kind of crazy are you? Also, damit wir darüber geredet haben, guten Morgen, es ist Mittwochmorgen, Esel sind im Stall eingesperrt. Und schaut mal, das war heute Morgen noch nicht. Hey, muss ich jetzt wirklich dich namentlich erwähnen? Muss ich wirklich? Auf jeden Fall muss ich jetzt hier runter zumachen. Irgendjemand hat einfach aufgemacht. Ich sehe es schon. Muss ich es wirklich namentlich erwähnen? Lange jetzt nicht, dass ich öffentlich darüber rede, dass es mich anschießt. Hä? Wirklich? Namentlich? Namentlich? Kameras werden heute eingestellt, darum gehe ich heute ins Tal. Gehe eine SIM-Karte kaufen, damit ich es immer online habe. Ich bin schon seit Stunden auf. Also, als ich aus dem Haus rausgegangen bin zum ersten Mal heute Morgen, war es dunkel. All Tiere sind gefüttert gemacht und überhaupt. Ich war sogar bei der Schäfte oben. Zum Glück habe ich alles vorbereitet. Das habe ich heute noch schnell umzäunen. Also umzäunen. Wirklich einfach so zack, zack. Einmal da, einmal dort. Alles andere.
Ja, und es ist 20 ab 8 Uhr und ich bin schon fast ein bisschen spät dran, weil am 9 Uhr gehe ich live. Ja, genau, ich habe entschieden, ich gehe live in Facebook. Hat gesagt, ich sei ein paar Stufen aufgestiegen mit der Paradieschi-Seite. Paradieschi Trieste in Facebook haben wir eine Seite. Also ich habe eine Seite, die ich pflege. Und ja, ich habe eine Anerkennung bekommen von Facebook, dass ich bald wieder Geld verdiene mit dem Kanal, wenn ich so weitermache. Ja, und wer weiß. Ich sage euch, es ist so ein Witz. Einfach wirklich Tierli töten, um mich schaden. Es ist wirklich, es tut mir leid, Patrick. Es tut mir leid, Patrick, wirklich, es tut mir leid, dass deine, weißt du, es sind nicht einmal meine. Sind ein Patrick Selbstversorger, Naturbelastung, gerne in YouTube seinen Kanal abonnieren. Und eben, weil er braucht Unterstützung, weil seine Bienen werden sabotiert. Auf jeden Fall, zurück zum Thema Facebook, seit bald verdiene ich Geld mit Facebook. Wow, so gut, oder? Ich muss ja unbedingt Geld haben, das wissen wir. Also wenn du in Facebook bist, aber noch nicht, du hast Facebook-Seite, liken und followen. Also Paradieschi Trieste-Seite in Facebook. Der Link ist da unten in den Kommentaren. Wenn du das noch nicht tust, dann wäre ich auch froh, wenn du jetzt gehst followen. Weil dann bin ich schon wieder einen Schritt näher, um auch dort Geld zu verdienen. Weil wenn ich überall ein bisschen Geld verdiene, ist das bisschen schon wieder mehr. Genau. Und eben, ich bin heute Morgen schon bewusst unterwegs gewesen, ohne Telefon, ganz bewusst. Weil ich habe gewusst, das Telefon würde mich ablenken. Ich bin langsam mit dem Telefon, weil ich gehe ins Facebook schauen, dies, das und jenes. Auf jeden Fall haben wir Facebook gesagt, ich soll live gehen. Um noch mehr Punkte zu holen. Wieder, man kommt so Punkte über. Interaktion, natürlich. So tut Facebook einen binden und süchtig machen. Das ist logisch. Aber eben, wenn man Spiele richtig spielt, hat man auch etwas davon. Weil es ist ein Gehen und ein Nehmen. Genau, aber jetzt habe ich mich selber... Gut, jetzt, was mache ich live? Ich habe ja gesagt gestern, ich gehe zum Trittbrettfahrer heim schwätzen mit ihm. Das mache ich gerade live. Heute um 9 Uhr stehe ich vor seiner Haustür. Also einfach, dass man es beim Namen genannt, beim Visi, also beim Alois Visi Bienen, der Strassenmusiker von Oberwallis, der Hippie, wisst ihr sicher welchen. Einfach, dass wir darüber geredet haben. Weil er hat gestern eine Freundin von mir, also eine Freundin, ja, werdende, also nicht sexuell, überhaupt nicht, weil ich habe wirklich keine Lust, gerade im Moment. Und sie hat auch gerade, sie ist an einem anderen Ort im Leben als überhaupt. Und nein, sie ist nicht mein Typ. Ja, meine Ex-Frau, das wäre so ein bisschen mein Typ gewesen. Ja, auf jeden Fall, Powerfrauen. Ich habe gern, ich habe es gern Bewusstsein. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht die Manipulierenden. Nicht die Sex brauchen, um das zu bekommen, was sie wollen. Sondern einfach, wie sie einem gerne haben. Ja, nein, aber zurück zum Thema. Er hat gestern sich gemeldet und gesagt, ich will etwas von dir. Ich will Trittbrett fahren. Das ist sein Muster. Ja, das habe ich ja schon mal darüber geredet. Ich brauche etwas von dir. Ich habe schon lange nichts mehr gehört von dir, aber ich will etwas von dir. Hat sie gesagt, kann ich dir nicht geben. Aber und irgendwie sind sie auf mich gekommen. Ich meine, der Visi hat angefangen über mich zu reden. Wir haben über mich angefangen zu reden. Ist das ein Er oder ist das ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Visi ihr gesagt, du, der Colin, der ist krank, der braucht Hilfe. Der tut all seine alten Leute verscheuchen und uns den Rücken zuwenden. Und ist am Durchdrehen und braucht unbedingt Hilfe und ist hässig. Und wir haben alle Angst vor ihm. Aber vor allem, was anscheinend, laut ihrer Aussage, wie sie am meisten weh mache, ist, dass ich nicht will mit ihm reden. Also,
gehe ich jetzt live zu ihm reden. Und euch der ganzen Welt zeigen, wie ich gerne mit ihm rede. Oder habe geredet mit ihm. Es stimmt so, ich will eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich sehe das heute als nötig, um einfach darüber geredet zu haben, dass ich bereit wäre und dass ich weiss, wo er wohnt. Weil er weiss, wo ich wohne. Und ja, und ich möchte erklären, ich möchte ihm ganz klar sagen, und das will ich ihm sagen, dass er aufhören soll, meinen Namen ins Maul zu nehmen. Es langt ja schon, dass er meine Frau ins Maul nimmt. Und meine Kondom benutzt. Oder benutzt hat. Das langt schon. Und er will mir sagen, ja, aber weißt, wir haben Angst vor dir. Wieso? Will ich sagen, ja, also wenn meine Tochter hat mir auch gerade letztens, meine Tochter hat ja nichts mehr mit mir zu tun. Wegen vielen Vergiften. Das Leben lang ist sie ja vergiftet worden gegen mich. Das haben wir ja schon gehabt, Anfangswoche. Haben wir schon drüber geredet. Ja, aber aktuell redet sie nicht mit mir, weil sie die andere sie vergiftet hat. Und gesagt, ich hätte sie windelweich geprügelt. Genau, maßlos übertrieben. Windelweich geprügelt. Ich habe Sachen kaputt gemacht. Ich bin zu Sifflot geworden. Ich bin böse geworden, das stimmt. Aber windelweich geprügelt. Und das hat mir eine andere Kollegin auch gesagt. Ich hätte sie windelweich geprügelt. Hey, das, weißt du, mit dem Beweis und Aussage gegen Aussage ist ja so eine Sache. Aber der Beweis liegt im Pudding, in dem Resultat. Und wenn jemand windelweich geprügelt wird von mir, wenn ich jemand windelweich prügle, dann sieht man das. Ganz, ganz, ganz fest. Oh, windelweich heisst du, Knochenbrüche und alles drum und dran. Und darum bin ich Pazifist. Darum bin ich im 2003 zwischen Polizei und Demonstranten abgesessen für eine Zürich ohne Gewalt. Weil ich weiss, was Gewalt ist. Und ich weiss, was scheisse Gewalt ist. Und ich habe schon so viele Sachen kaputt gemacht in meinem Leben. Früher hatte ich ein Muster gehabt. Ich habe Nattels an die Wand geschmissen. Ui, ich habe Nattels auf dem Gewissen. Hey, ganz viel. Ich habe ganz viel Stühle auf dem Gewissen. Ich habe ganz viel Geschirr auf dem Gewissen. Und nicht, weil ich an einer griechischen Hochzeit war. Weil ich einfach nicht gewusst habe, wohin mit dem Wut. Früher, also wo er mich kennengelernt hat, habe ich sogar einmal eine Gabel in meine eigene Hand hineingejagt. Weil ich lieber mir selber weh machen gemacht habe. In der Zwischenzeit mache ich das nicht mehr. In der Zwischenzeit gehe ich live und rede mit den Leuten. Live, so wie heute, mit dem Visi. Ich habe mir eben auch mal die Gabel in die Hand hineingejagt. Fleck, au, hat das weggemacht. Aber ich bin nachher gerade wieder ruhig gewesen. Die ganze Wut war weg gewesen. Ich habe gemerkt, wie dumm das ich bin. Aber ich weiss gar nicht, das ist jetzt meine linke Hand und ich habe das Telefon mit der linken Hand. Ich habe, glaube ich, keine Narben mehr. Das ist verheilt. Weil ich weiss, in der Zeit weiss ich, wie Selbstheilung geht. Und ich kann mich selbst heilen. Und wer meine Videos schon länger schaut, weiss das. Weil ich weiss gar nicht mehr, wie die Vergangenheit ist sehr schwammig, so zeitmässig, Zeitrechnung. Es hat einen Winter gegeben, vor einem Jahr oder vor 2. Nein, fast, ja. Wo wir noch Geister hatten, wo ich mein Knie kaputt gemacht habe. Ich konnte nicht mehr laufen. Und ich musste allein da oben sein. Weil, obwohl ich nicht mehr laufen konnte, hat sich meine Partnerin, jetzt sind wir wieder beim Thema, es ist einfacher allein, als enttäuscht zu werden, wie man das Zweite ist, hat mir meine damalige Partnerin gesagt, ich muss allein kommen. Sie hat andere Prioritäten im Leben, als mir zu helfen. Ich meine, ich habe ja nicht gesagt, sie müsse frei nehmen, 3 Wochen lang, bis ich geheilt bin. Oder so. Sondern einfach. Und ja, und dann ist auch noch so eine Sache. Ich kann nicht zum Arzt, weil wir bewusst entschieden haben, wie sie eine Frau ist und die Chancen grösser sind, dass Frauen mehr Arzt brauchen, haben wir immer ihre Krankenkasse gezahlt. Meine nicht. Und das sind alles bewusste Entscheidungen. Und darum gehe ich jetzt bewusst mit dem Velo, damit ich ganz schnell dort bin, gehe ich live zum Alois Visi Bienenhain mit ihm reden. Weil ich will sagen, hör mal auf über mich schwätzen. Ich mache das schon selber. Danke. What kind of crazy got you? What kind of crazy got you? Hey, es ist noch nicht einmal 10:30 und ich bin gerade heimgekommen. Es ist Mittwoch, 10:27
Und schau, die Sonne kommt führen. Ha! Danke vielmals. Das heisst, ich kann gerade sitzen. Hey, heute Morgen bin ich live gegangen. Es war niemand daheim oder es hat noch geschlafen und hat nicht aufmachen. Aber wenn du wissen willst, wie es gegangen ist und was ich alles erzählen kann, weil ich habe geredet, ich wollte reden, für das bin ich nicht hingegangen. Also habe ich geredet wie ein Buch. Vor allem war es ein Monolog, weil ich allein war. Mono heisst nur ich. Betreffend dem Thema. Bist du sicher, ich rede jetzt in die Chefetage von der Drogenszene Oberwallis. Also nicht die ganze obere Chefetage, weil dort haben wir es geklärt untereinander. Wir wissen, wir behalten beide den Ball flach. Das ist eine Respektsache, wir haben es geklärt, wir haben es miteinander gemacht. Ist gut. Die oberste Chefetage, wir lassen einander in Ruhe, haben wir gesagt. Mittlere, der Mittelmanagement, es geht jetzt dich an. Ich habe dir gesagt, ich möchte Respekt für dich behalten. Ich habe es dir schriftlich geschickt. Schau dort, der Reo will unbedingt da bleiben. Er war zwar auf der Posteliste zum Mitnehmen, aber der Reo wollte da bleiben. Gell, Reo? Du bist gern da. Das ist am Reo sein Zuhause. So, Kameras werden aufgestellt. Ich mache es allein. Und was ich heute Morgen alles allein gemacht habe, ich habe schon die Schäfe, ich habe all Tiere gefüttert, im Dunkeln. Ich habe die Esel gestrichen, ich habe die Hühner rausgelassen, ich habe die Schäfe umgeweidet. Ich bin auf Natisch runtergegangen zum Drachenhaus, ich bin live gegangen. Hey, das ist im Facebook zum sehen. Ich habe meine täglichen Videos aufgenommen auf Englisch und verteilt. Ich bin sogar Pause machen im Zuckerpuppen. Hey, und so ein Geschenk wie jetzt die Sonne, die vorkommt, werde ich beschenkt im Zuckerpuppen. Weil scheint's, weil ich verkaufe ja jede Woche Küchen für sie. Scheint's habe ich zu viel gezahlt, zu viel Geld abgegeben bei ihnen. Weil, was reinkommt, gebe ich gerade wieder retour, oder? Weil ich verkaufe es für sie, ich verkaufe es nicht für mich. Es gibt so viele Sachen, die ich nicht für mich mache. Und trotzdem habe ich noch genug Energie. Verstehst du, was ich sagen will? Bist du sicher, dass du, trotz all die Angriffe, die du auf mich losschickst, und ich weiss, du bist es nicht. Für das hast du keine Zeit, weil du bist ja ein Chef und du hast ja diverse Geschäfte, die du erledigen musst. Also kannst du nicht Zeit nehmen, um das. Jetzt musst du entscheiden, welches Geschäft ist dir wichtiger. Dein Drogengeschäft oder deine Loyalität und da mein Land klauen. Und ich weiss immer noch nicht, für was du willst. Du hast es noch nicht öffentlich gesagt. Hey, wie gesagt, wenn wer mir sagt, sie hätten eine bessere Idee für den Triester, als was ich für eine Idee habe für den Triester, der soll es öffentlich kundgeben. Und wenn es besser ist als meine Idee, gebe ich es ohne Kämpfen, gar nicht laufe davon. Weil ich habe wirklich auch andere Angebote. Mein Leben könnte einfacher sein. Ich will aber nicht. Und ich habe genug Schnuff. Und es macht mir sogar mehr Spass. Weil ich, wie gesagt, ich will oben raus. Ich möchte nicht mit dem Mittelmanagement da streiten. Nicht lang. So lange wie nötig. Aber es soll bald aufhören. Es soll bald aufhören. Die ganze Sache, ich bin geduldig, aber es soll doch einfach aufhören, damit ich weitermachen kann. Ich habe vieles vor. Und es braucht Zeit. Und ja, es ist erst 10:30, jetzt ist 10:30 und ich bin am Sitzen und am Pause machen. Ich habe schon alles erledigt, mein Tagesziel habe ich erreicht. Alles, was ich heute noch mache, ist Bonus. Ist Bonus, versteht ihr, was ich meine? Alles, was ich noch mache, gut, die Kameras werden noch installiert, natürlich. Das ist Bonus, das muss leider neu sein, das ist neu dazugekommen auf die Liste, weil eben... aber auch das, weißt du, die Esel sind eingesperrt und deine Esel sind... Nein, das sind keine Esel, weil Esel sind gescheit, das sind Multiere. Deine Multiere greifen mich an und sie haben keinen Erfolg. Wieso? Wieso haben sie keinen Erfolg? Ja, weil ich dankbar bin. Gott ist gnädig und Gott und alle Engel. Ich habe Schutzengel, sagt man dann. Nicht Skiheiligkeit, sondern Schutzengel. Ich habe so viel, ich bin so dankbar. Der Alfred ist da. Der Alfred schaut auch. Der Alfred macht auch mit. Und gell, die Esel laufen nur mit 2 Leuten mit. Und wir reden immer miteinander und in der Zwischenzeit wissen sie eigentlich, dass die zweite Person, die damals mitgelaufen sind, nicht mehr da ist. Und dass man nicht mehr mit ihr mitlaufen soll. Sie sind immer noch so, aber so, ja, wieso denn? Sie vermissen sie.
verstehe ich auch, weil sie haben ja eine gute Beziehung gehabt, aber ich erkläre ihnen immer wieder, wieso jetzt nur noch ich da bin, verantwortlich für sie habe. Ja, langsam begreifen sie es. Gestern war der Türen offen, die längste Zeit, während ich live im Podcast war. Kein Huhn ist rausgegangen, kein Esel ist rausgegangen, niemand ist rausgegangen. Verstehst du, was ich meine? Willst du es wirklich? Ich bin allein. Hey, allein mache ich all das und habe immer noch Zeit zum Rumsitzen. Verstehst du? Darum, es ist Mittwoch, Mitte Woche bis Sonntag. Wäre schön, wenn wir jetzt einfach einander in Ruhe gelassen haben und es jetzt einfach fertig ist und irgendjemand geht unterschreiben, weil eigentlich fehlt nur eine Unterschrift und dann wäre alles vorbei und dann könnten wir alle weitermachen, als ob nie etwas gewesen wäre. Also gut, zwar das, was ich am Montag herausgefunden habe, tut das ganze Spiel schon noch ändern. Das tut schon noch ändern, das Ganze, und ich werde auch vor Gericht, eigentlich, weißt du was, ich habe ja jetzt Zeit, Nein, das muss ich gar nicht ändern, weil Gott sagt mir gerade, Colin, mach deinen Alltag, mach deine Tagesliste, alles andere macht er. Darum mache ich jetzt weiter und mache Pause, weil ich es verdient. Kinda crazy like you. Could get all wonky, acting like a monkey. Just gotta keep it funky. You might come up with something new. If you're feeling idle, maybe you and I could ride a unicycle while playing a kazoo. Hit it. Well, if you got art. Breeze und Monsun, die gehen feine Sachen, sie essen feine Sachen. Jetzt dürfen wir ein bisschen raus. Jetzt könnt ihr ein bisschen essen, ein bisschen Grüns, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Bewegung. Das dürft ihr jetzt. Jetzt ist Mittagszeit. Ich bleibe daheim heute Mittag und heute Nachmittag. Und vielleicht ist jetzt alles geklärt. Ich hoffe es mal zumindest. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich bin so froh, habe ich gemacht, was ich gemacht bis jetzt. Das heisst, ich habe, seit ich heimgekommen bin, habe ich schon mega viele gute Gespräche geführt. René, danke vielmals. Und so, hey, wirklich, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ich habe noch Sachen gelernt. Der René hat mir ganz viele gute Informationen gegeben. Weil, ja, der Zufall. Zufall gibt es im Fall nicht, gell, Conny? Das ist so, alles ist wie es ist und doch ganz anders. Transparent sind die wenigsten, ehrlich sowieso die wenigsten, leider. Aber wir werden ja auch dazu erzogen. Und ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Weil hey, es könnte ja so einfach sein, wenn wir einfach ehrlich wären miteinander. Gell, Monsun? So wie du und ich. Monsun, einfach damit wir da mal drüber geredet haben. Nur wir zwei. Du darfst nur wir zwei. Ich bin der Einzige, wo du darfst nachlaufen. Ist gut? Ich bin der Verantwortung für dich trägt. Und ich gebe es nicht auf. Ist gut? Ich gebe es nicht auf. Du und ich. Nicht beißen. Nein. So, genau. Also, ein guter Miteinander. Übrigens, wenn du mal vorbeikommst und Breeze oder der Monsun will an dir rumknabbern, ist das ein Kompliment. Weil Esel zeigen ihre Zuneigung, indem sie einander ein bisschen knabbern. Einfach, dass wir darüber geredet haben. Gell? Das ist die Zuneigung für einen Esel. Dich probieren knabbern. Behavior, then do yourself a favor. Just love your crazy flavor, let it all shine through. Es gibt eine Person im Leben, bei der bin ich ausgeliefert. Und das ist meine Tochter. Und ich habe so viel Verständnis dafür, dass sie im Moment so Schwierigkeiten hat mit mir. Weil sie eben, wie gesagt, das letzte Gift, das ihr reingelassen worden ist eben, dass ich, ja, das habe ich vorher schon gesagt. Und all der Gift, wo sie die letzten 13 Jahre wegen mir reingeliefert bekommen hat,
Wegen mir, wo ich wirklich, ich sage nicht, ich bin der Opfer, ich bin ja der Täter. Ich bin schuldig dafür. Weil ich habe ja mich für sie eingesetzt, wo sie noch jung war und noch nicht können, für sich selber einsetzen. Und der einzige Weg, wie man sich können wehren konnte, ist in dem, dass man mich schlecht gemacht hat. Und es muss so schwierig sein für meine Tochter, dass ich ganz fest verstehe, zu müssen. Weißt du, die Leute, die ihre Großmami, ihre Mami, und alle anderen, meine Mami, und all die verschiedenen Leute, die ihre sonst so gut geschaut haben, wirklich. Meine Tochter ist Weltklasse und ihr ist immer gut geschaut worden. Wahrscheinlich. Zum Teil. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht urteilen, ich bin nicht der gewesen. Und dann muss es so schwierig sein, weil all die Leute, die reden so schlecht über mich. Oder vielleicht reden sie gar nicht mehr über mich. Und ich mache ja zwischendurch auch so viele Fehler. Und sie hat auch Fehler gesehen, sie hat auch zugeschaut, die und ich geschritten haben. Also wie die anderen, die ich geschritten haben, das hat sie auch zugeschaut und sie hat es gesehen. Und sie hat mich in meinen dunkelsten Seiten gesehen. In meinen hellsten, wie auch meine dunkelsten. Das ist jetzt so wie meine Tochter. Meine Tochter hat mich in schon ganz viele Verfassungen gesehen. Viel zu viel. Und ich bin immer viel zu ehrlich mit ihr. Es ist sogar so weit gekommen, dass sie gesagt hat, Daddy, bitte, sei nicht mehr ehrlich mit mir. Weil ich will es gar nicht hören. Und ich weiss, es ist ja nur schon für dich schwierig zu urteilen, was du jetzt willst glauben. Und du bist ja emotional gar nicht gebunden. Genau, für dich kann es ja scheißegal sein. Aber für sie muss es so schwierig sein. Und darum sage ich dir, meine liebe Tochter, egal, ich bin da und ich warte und ich habe Geduld für dich. Und ja, ich bin froh, ist der Drake bei dir, weil ich weiss, der Drake ist ein guter. Weil, ja, und ich weiss, dass ich stolz bin, dein Papi zu sein. Und ich weiss, dass egal, was du machst, egal wer du bist, ich weiss, du bist stärker, grösser und besser als ich. Und ich bin so glücklich, dein Papi zu sein. Und ich habe so Verständnis dafür, dass es ist, wie es ist. Ja, einfach, dass du weißt, es ist doch ganz, ganz anders. Don't let the straight and fall. So, aber jetzt ist es Mittwochnachmittag. Ui, jetzt bin ich gerade ausgerutscht. Jetzt ist es Mittwochnachmittag und ich bin auf dem Weg rauf zu den Schäfen. Weil heute Morgen habe ich ihnen kein Wasser geben wegen dem Frost. Das heisst, ich muss Wasser füllen, weil die Schäfe brauchen Wasser, obwohl mit dem Frost heisst, dass es Wasser auf dem Boden hat. Aber trotzdem, gleichzeitig sind wir am Laufen und am Schauen. Ich laufe, ja wie gesagt, immer wieder andere Wege zum Schauen, mache immer meine Runden. Hey Matson, hey Breeze, kommen wir auch? Und schauen, wie es wächst. Es ist so schön hier oben. Warte. Das ist ein Ort, da sind wir mit gar noch nicht so lange her am Durch gsi und sehen, wie da überall neues Gras auftaucht. Vorher hat das nur so ausgesehen. Grau. Und jetzt wird es grün. Einfach von ein bisschen Weide. So schnell geht das, weil eben jeder Quadratmeter Boden hat 50.000 Samen durchschnittlich von verschiedenen Gräsern und verschiedenen Kräutern. Und wenn ihr da schaut, da kommt auch Verschiedenes rauf. So schön, so schön. Und da hat zum Beispiel ein Schafsgabe, das weiss ich schon. Ja, der Wermut am Kuchen, den kann man pflücken. Braucht nicht noch mehr Wermut. Und. Und so Sachen tue ich mega gerne beobachten. Gell, Bonnie? Wir schauen gerne. Und schaut mal, wie gerne Monsoon und Breeze
auch da sind. Da gibt es sich der Monsun gerade wälzen. Also, Surprise und Monsun wollen unbedingt da bleiben. Sie wollen nicht ins Tal, sie wollen nirgendwo anders her, weil sie haben ihre Orte und sie haben ihre Flecken, wo sie gerne sind. Sie wollen, dass wir bleiben. Und sie haben mir vorher gesagt, ich soll den Gruß ausrichten. Danke für deine Spende und wenn du noch eine Spende hast für uns, wirklich, bitte vielmals, wir brauchen es noch wirklich. Und Remo, ich rufe jetzt gerade an. Der Remo ist der Hufschmied. Ich brauche den unbedingt auch. Darum rufe ich jetzt den an. Because you know that they are all just crazy like you. Yeah. Yo, I was crazy as a baby and I never changed. Some people hide their crazy, I put mine on center stage. They used to scream, yo, you're making a scene, stop that. And now I rock hip-hop in a purple top hat. Montag, nächste Woche Montag, am Morgen irgendwann einmal kommt der Remo vorbei. Der Remo noch so ganz ein sympathischer Hufschmied. Meine Esel haben ihn gern vom Breeze. Breeze dreht durch, wenn der Remo da ist. Sie hat so Freude, aber ja, Waval. Nächste Woche geht es schon wieder weiter, jede Woche. Darum, damit nichts verpasst ist, tu doch abonnieren, tu doch Glöckchen drücken und dann verpasst ist ganz sicher nicht. So schön geht's dir, so schön kommst du immer wieder in die Reste. So schön, habe ich so viel zu erzählen. Stell dir vor, mein Leben wäre langweilig, dann gäbe es auch gar keinen YouTube-Kanal. Ha! And they still screaming, now they scream, oh yeah. I hope I like I showing eyes and you're all there. I'm a secret agent, acting normal is my alias, but I'm the craziest, far out like aliens. Da ist der Stall. Und ja, da sind meine Chefs. Jetzt haben sie eine grosse Weide bekommen heute Morgen. Ich habe ja eigentlich, wann war das gewesen? Ja, gestern glaube ich. Ja, gestern. Vorgestern? Nein, ja, morgen gestern. Gestern, sehr schwammig. Habe ich eigentlich ein Feld, zwei Felder aufgestellt. Jetzt heute Morgen habe ich entschieden, das ist eh nicht so viel da oben. Das ist sehr steil und sehr viel Brennnessel. Also da hat es eh nicht viel. Also gebe ich ihnen gescheiter alles zusammen. Einen grossen und dann haben sie länger zum Essen und mehr zum Essen. Und da muss ich theoretisch erst, so vom Gefühl her, erst am Samstag weitermachen. Genau. Aber sowieso, wenn ich weitermache, werde ich jetzt in der nächsten Zeit sowieso immer Zugang haben. Es wird eine lange Schlange geben und von so sternenweismässig ausgehen. Aber ja, weil da, eben wie gesagt, da wird sowieso ganz anders. Da tue ich alles wie anders, da wird alles anders umgestaltet. Irgendwann einmal vor dem Stall braucht es mehr Fläche. Ja, da wird es Plateau, gibt es ein Plateau. Da wird es flach, da hat es alles Material. Da der Gang, da gibt es Wasser, wo auch schon Wasser fließt. Da gibt es auch eine Fläche, da gibt es so ganz etwas anderes. Also muss das da sowieso überrollt werden und gemacht werden und so. Genau. Weil im Design haben wir zwar unten den Nashville, aber da oben auf dem Tanzboden, da gibt es die Hauptzentrale fürs Weiden. Da, also im Design sind da einige Schöfe mit dabei, nicht nur die 16, die ich jetzt habe, sondern 1600. Ja, nein, vielleicht nur 200-300, aber definitiv mehr Schöfe im Design. Weil, Sache ist die, ich finde es noch schade, dass im Oberwallis kein Metzger mehr Oberwalliser Fleisch verkaufen. Und ich fände es noch schön, wenn es lokales Fleisch gibt, die Weide gefüttert, ohne nix und ohne nichts, einfach rein die Weide gefüttert, die Weide, Schöf, Fleisch, Lamm, Lammkotelett. Und der ganze Hügel von da bis da ist ja nicht beweidet. Und ich wäre bereit, das alles zu beweiden. Mir hat man auch schon gesagt, ich darf das beweiden. Und die Bedingungen sind mir klar, das sind mir auch schon gesagt worden. Das ist alles in Ordnung so. Ja, mir geht es einfach darum, ich brauche einen Metzger, wo, weißt du, darum brauche ich auch eine eigene Metzgerei. Damit ich gerade sagen kann, hey, weißt du was, Fleisch gibt es in Dresden,
Da gibt es das beste Fleisch. Oder vielleicht gibt es auch einen Metzger, der sagt, hey, weißt du was, Colin? Du mir vielleicht regelmäßig Schäfe liefern und ich tu gerne liefern. Es gibt so viele Bauern da im Oberwallis, die ihre Schäfe auswärts verkaufen, die grosse Firmen wie Bell und weiss ich nicht was. Und der Preis wird gedruckt, wir wissen das alles, das Thema. Und ja, wir brauchen wieder Regionalwirtschaft. Ist meine Meinung. Ich bin dafür, dass es regionales Fleisch geben soll. Regionale Schäfe für regionale Metzger. Und ja, vor allem soll es gesund und nahrhaft sein, damit gleichzeitig auch unsere Hügel gut aussehen und gepflegt sind. Und gell, mir ist schon klar, meine Wasson-Schäfchen sind schon ein bisschen klein. Es geht auch nicht um die. Ich nehme den Walliser Landschäfer, ich nehme den Garinen, ich nehme Suffolk, ich nehme was auch immer für Schäfe. Das ist mir gleich. Sobald das Land besser aussieht, können auch grössere Schafe kommen. Jetzt im Moment sind meine Wassons genau das Richtige. Ja, so. Und übrigens, Wassons wären ideal in der Rebe. Ja, da wäre es überhaupt nicht daneben, wenn sie in der Rebe würden umeinander irren. Weil die sind so klein, die tun dann nicht den Triebel essen. Die tun einfach ja, den Boden pflegen. So ist es. So, ich sitze jetzt ein bisschen mit meinen Schäfchen. Ich brauche ein bisschen Schafliebe. Komm, Bibi, komm. Schau, Bibi kommt schon. Sie kommt schon Heu sagen. Genau so ist es. Ich habe, glaube ich, auch noch ein bisschen Brot für sie da. Bibi. Ah nein. Ich habe sie in der anderen Jacke. Schade. George, Schlitzohr, kommst du von hinten? Nein? George kommt eben gerne von hinten. Das ist ein Schlitzohr, gell? Schau mal deine Tischle. Hey, da oben hat es viele Tischle. Das kommt auch anders. Das kommt auch anders mit der Sukzession. Aber das ist auch gut. Das gibt auch was gibt das? Schutz. Hey, wenn du die Wochenvideos spannend findest, dann musst du im Fall jetzt gerade unbedingt ins Facebook schauen, weil es geht gerade recht ab. Der Alois hat reagiert auf das Live-Video und er ist, wenn man es liebt, ausdrücken, ein bisschen angepisst. Er will mich anzeigen und dann hat er angefangen darüber zu reden. Von wegen kein Wunder, sage ich, angezeigt worden in Zürich wegen übler Nachrede und Verleumdung. Und gell, ich habe am Montag schon darüber geredet. Es ist heute Mittwoch und er fängt in der Öffentlichkeit darüber an zu reden. Ich habe dann gerade drauf geschrieben, hey, freut euch auf das Sonntagsvideo, weil ich habe schon am Montag darüber geredet. Alois und alle anderen, die mich wirklich, das geht jetzt wirklich einfach wie vorher schon. Wenn ihr wirklich mit mir streiten, ich probiere wirklich den Ball flach zu halten. Aber ihr macht es mir so einfach. Ich stelle mich selber bloß, indem ich offen darüber rede. Und die Woche geht es nur um Mut. Und ich habe so viele Engel und Gott, die mir beraten die ganze Zeit. Ich bin so dankbar, weil ich bin anscheinend 3 Schritte voraus. Hey, danke vielmals, oh liebe Universum, für die Stärke, für die Weisheit, für alles, was ich bekomme und für die Ruhe. Vor allem die Ruhe bin ich am Geniessen. Ich sitze mit den Schöfen zusammen und habe so viele Erkenntnisse, wie die Schöfe flüstern mir Sachen in die Ohr. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. So viele Erkenntnisse. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und das Schöne ist, ich habe ja gar nichts zu verlieren. Gell, Bonnie? Wir haben gar nichts zu verlieren, Bonnie. Du und ich. Bonnie. Wir können einfach da sein. Und wir haben nichts zu verlieren, weil wir sind... Was sind wir? Frei! Da nichts zu verlieren. What kind of crazy are you? So, bevor ich jetzt noch Feierabend mache, die Türen sind schon zu, die sind schon drin. Tue ich da den Kompost wieder aufräumen, weil sie ja täglich alles wieder umrühren. Und das ist super so. Und ja, dann tue ich das jetzt aufräumen, damit sie morgen wieder zu tun haben. Hey, ich sage euch, es ist
ich habe so Freude. Ja, es ist anstrengend, ja. Und ich bin froh, dass ich letzte Woche brüllen konnte, weil ich habe es nicht rausgebracht. Und die Woche jetzt eben mit Mut über alles reden, es tut es so gut. Und es tut es so gut. Heute Nachmittag hatte ich so gute Gespräche gehabt, weißt du, da laufen die Leute vorbei. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und die Qualität der Leute wird immer besser und besser, weil es ist wie als ob die Leute wissen wollen. Und die Leute, die sich vorstellen und anhalten und mit mir reden, ich habe das Gefühl, ja, es ist ein rechtes Kompliment. Und es sind nicht mehr nur Touristen, die da vorbeilaufen. Es sind spannende Leute, wirklich spannende Leute. Heute hat mir einer erzählt, für wen er früher persönlich gearbeitet hat. Wow! Da habe ich gerade wirklich 2, 3 Tipps bekommen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt heute. Darum arbeite ich jetzt weiter. Ich will gerade Feierabend machen, früh schlafen, früh aufstehen. Und viel machen den ganzen Tag. Weil, hey, von nichts kommt nichts. Man sagt ja, man sollte nicht über Religion, Geld und Politik reden. Meine Religion, mein Glaube, das haben schon viel mitbekommen. Ich sage danke vielmals Universum, dass ich da sein darf und alles erleben. Ja, Herr Gott, lieber Gott, Frau Gott, Mutter Erde, wie auch immer, dass du sie nennst. Es nennst. Da im Wallis sagen wir es. Egal wie du es nennst. Hey! Ich bin mit ihm dabei. Und Geld, das wissen wir, ist gerade letztens in der Zeitung gestanden. Habe ich keine und ich bräuchte unbedingt eure Unterstützung. Ich brauche noch unbedingt noch 2000 Franken. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, ich brauche mehr Batterien für meine Solaranlage. Und das dritte, Politik. Heute Donnerstag will ich über Politik reden. Nicht über Politik per se, sondern über meine Politik und was ich glaube an der Politik und was ich so erfahren habe. Weil die Woche geht es ja darum, Mut zu haben, sich aus dem Fenster zu lehnen und darüber reden. So ist es. Darum, heute wird es eher um Politik gehen. Und ich bin ziemlich sicher, die meisten von euch haben das Gefühl, ich sage ein linker Grüner. Ich bin weder noch. Aber ich erkläre es euch im Laufe des Tages. Jetzt aber muss ich mich anlegen und rausgehen. Und Kerzen brauche ich nicht, um irgendetwas Dramatisches darzustellen, sondern weil ich keinen Strom habe und es dunkel ist. Es ist nämlich noch früh am Morgen. Und ich stehe früh auf am Morgen. Weil ich muss, ich will und ich hätte gerne ein Happy Bett. Aber das hatte ich in der Nacht gehabt. Der erste Schnee hat es gegeben. Das macht jetzt alles gerade ein bisschen anders. Das macht jetzt alles ein bisschen anders. Zum Glück habe ich gestern noch Holz gehackt, noch ein bisschen mehr. Also ich habe ja schon ein rechtes Lager schon. Aber gestern Abend hatte ich noch das Gefühl, ich müsse noch ein bisschen mehr hacken und schneiden und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich muss ja nicht alles filmen, was ich machen will. Ja, auf einmal so viel Schnee hat es gegeben. Und hey, gleichzeitig, das, was ich jetzt gerade irgendwie im Moment bekomme ich so viele Nachrichten über von Leuten, die ich nicht kenne persönlich. Die einen sagen mir, hey, ich habe gehört, sagen, du bist ein Arschloch, du soll wieder oben runterkommen. Wirklich, es wird geschwätzt im Moment. Und andere schreiben, hey Colin, mach weiter, du bist ein guter Typ, hey, eines Tages werde ich dich kennenlernen, hoffentlich gelingt es dir. Es kommen die Leute vorbei, die vorbeikommen, es kommen nur Leute vorbei, die Gutes meinen. Und nur die Gespräche, die ich da führe, da oben, gut, ab und zu muss Bonnie schon ein bisschen komisch tun. Und Bonnie tut nur noch bellen. Ich bin so stolz auf Bonnie. Ich bin so zufrieden mit der Bonnie. Sie tut nur noch bellen bei den Leuten mit schlechten Absichten. Und sonst sagt sie Hoi und schwänzeln. Es ist wirklich ein Unterschied. Zum Beispiel eben der gerade letzte durchgelaufen ist und sabotiert hat und eben Bienen umgestoßen hat.
Weil er ist schon lange nicht mehr durchgelaufen, aber sie hat ihn nicht in Ruhe lassen. Und er ist sogar hässig geworden mit ihr. Gell? Bist du? Das ist nicht gern, wenn sie dich auch so knurrt. Weißt du, wieso sie dich so anknurrt? Weil sie dich nicht gern hat. Sie wirklich, wer jetzt von der Bonnie so richtig so angebellt wird, kann darauf gehen, wir wissen, dass du nicht mit guten Absichten da bist. Und alle anderen, hey, willkommen, schön bist du da. Aber du weißt, was ich auch weiss? Das heisst nicht einmal etwas Politisches. Das ist einfach, weil das es klar ist. Die ein Problem mit mir haben und mich ein Arschloch finden, so per se, die meisten haben eben keinen Mut und darum machen sie es hinten rum. Oder per Message. Niemand kommt mir in die Augen schauen. Weil bei Auge zu Auge. Und früher, wieso erzähle ich das? Früher, weißt du, früher, bevor ich heute der war, wo ich jetzt bin, weil früher bin ich anders gewesen. Und früher war alles viel besser gewesen. Darum kann man das Motzen nicht lassen. Früher habe ich als Kellner gearbeitet. Und als Kellner habe ich unter anderem mit Küsnacht am Zürichsee, habe ich im Restaurant Weinberg gearbeitet. Und der Restaurant Weinberg war so eine kleine Spunte. Der Chef war der Ilario. Und Ilario ist wirklich so ein Schweizer stockschwul. Ein riesen Bauch. Und einen ganz kleinen Freund hatte er, der Elias, ein Brasilianer. Ein herrliches Unikat von einem Pärli. Und Ilario war noch viel mehr Unikat als ich. Und es ist ihm scheißegal, was die Leute gedacht haben. Und er hat alle zusammengeschissen. Oder, aber er hat auch, ist halt ganz ein Lieber und ist ganz nett und so. Grosszügig war er nicht, ist knausig, aber egal. Auf jeden Fall ist er ein Beiz. Der Beiz will der Ilario so ein guter Typ war. Und so ein origineller. Und so direkt und so ehrlich. Und bei ihm hast du genau gewusst, wo du stehst. Weißt du, wer das Stammpublikum war? Der Top 1% der Schweiz war dort Stammlokal. Es war ein Beiz, es war ein Knelle, so eine richtige Knelle mit Stammtisch und alles. Für die Superreichen und für den Top 1% der Schweiz. Und ich bin dort mal, ist Ilario ins Hirscher regelmässig gekommen. Ich habe im Hirscher gearbeitet, in Zmeilen am Zürichsee. Es ist alles dokumentiert und die meisten von dort umeinander kennen mich von dort. Er ist zu mir gekommen und gesagt, Colin, du musst zu mir arbeiten, weil du bist der Kellner, der umgehen kann mit meinem Klientel. Ah. Und dann ein anderes Mal, später mal, hat mir ein Kollege gefragt, wo so einen richtigen linken, autonomen, ich hasse die Reichen, ich hasse die Politiker, ich hasse alle, fuck the system, haben mir gesagt, du, aber Colin, wie schaffst du das, die Superreichen zu bedienen? Und da all die Arschlöcher, habe ich gesagt, weißt du was, ich sag dir jetzt eins. Als Kellner bist du fast so gut positioniert wie ein Geucht. Also wie ein Hofnarr. Weil als Kellner, vor allem wenn du in so einem Restaurant schaffst, wie der Weinberg in Küsnacht früher, es ist nicht mehr so, glaub's. Weil der Ilario ist leider gestorben. Ja, der hat kein schönes Ende gehabt. Aber der hat eben Drogen, der hat nicht für Gott geschafft, der hat nur für sich und seine eigene Gier geschafft. Darum hat er kein schönes Ende gehabt in dem Jahr. Aber ich bin ihn besuchen. Wirklich auch, als er in der Gemüse war, hatte ich noch Kontakt mit ihm. Auf jeden Fall, als Kellner, vor allem Kellner gegenüber den Leuten, stehst du da und sie schauen zu dir unten rauf. Ich meine, das sind die Leute, die dich nicht einmal wahrnehmen und erkennen auf der Straße. Sie würden dich nicht einmal sehen auf der Straße, weil sie nehmen auch nicht die gleiche Straße wie du. Meistens sind sie Privatflüger unterwegs. Auf jeden Fall, die schauen zu dir unten rauf. Und du, als Kellner, schaust ihnen in die Augen, weil das ist respektvoll. Und, nochmal, sie schauen zu dir unten rauf, du schaust oben runter zu ihnen, die Suppe, oder? Und dann, wenn du deinen Job als Kellner richtig machst, hören sie dazu, nehmen sie deine Empfehlung und fressen sie aus der Hand. Und am Schluss geben sie noch ein Trinkgeld dafür, weil sie dankbar sind für deine Dienstleistungen. Verstehst du? Ha!
Super Tag und ich habe so auch jeden Einzelnen richtig kennengelernt. Weil, ich sage euch eins, wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr wissen wollt, wie der Mensch ist, schaut mal, wie er oder sie mit dir umgeht oder die mit ihnen umgeht. Zum Beispiel Pena. Wie ist Pena mit dem Visi umgegangen? Ha! Das Thema lassen wir jetzt, das ist vorbei. Aber wie die mit den Menschen umgehen, oder noch besser, gang mit ihnen ins Restaurant. Darum sollte der erste Date immer im Restaurant sein. Und schauen, wie dein Gegenüber mit dem Kellner umgeht. Oder der Kellner mit ihm gegenüber umgeht. Weil der Kellner weiss auch noch sehr viel Bescheid. Der Kellner sieht ganz viele Menschen den ganzen Tag. Und ja, ich durfte den Top 1% von der Schweiz kennenlernen. Ich habe sogar Geschichten, die ich mit dem Christoph Blocher und Susi über Trinkgeld diskutiert habe. Aber dafür haben wir uns nachher... es gibt auch Politiker, die sind unterste. Aber ich habe gemerkt, es hat jetzt nicht zu beurteilen, ob welche Partei oder welche Seite das man steht, aber ich habe gemerkt, es sind mehr rechte Politiker, die korrekt sind, als linke Politiker. Aber ich habe da mehr Geschichten dazu, weil aus dem Links ist vieles nicht so mal so, nein, die Agenda, ich sag dir, aber nein, das kann ich nicht verallgemeinern, aber der Rest vom Tag, wow, jetzt muss ich mehr anlegen, weil eben, es ändert alles, es hat Schnee gegeben. So gut, apropos Videos und Kommentare und Nachrichten. Jetzt hat man gerade Bitch, wo eben auch sie schafft für die Drogenszene. Hat mir ein Video geschickt von wegen Herbstdepressionen. Also sie hat mir sagen, dass ich vielleicht Depressionen habe wegen diesem ganzen Thema. Ich könnte. Ich habe so viele Gründe. Und ich habe in meinem Leben auch schon Depressionen gehabt. Eben zum Beispiel dort, wo ich meine Mami verloren habe, weil sie für eingestanden ist und alles. Und ich habe schon Löcher im Leben. Aber ich habe trotzdem ich habe im Fall viel dunkle Nacht der Seele gemacht und viel Therapie gemacht in meinem Leben. Und das Beste, was ich je gemacht habe, ist der Hofmann-Institut. Eine Woche lang Hofmann-Institut. Das Allerbeste, was ich je gemacht habe. Dort geht man ganz richtig aufs Helle los, man geht aufs Dunkle los. Und dort hat man mir eine Woche lang Versager genannt. Mein Name war Versager. Und ich bin mit dem dunkelsten Seite von mir ist konfrontiert worden. Und ich musste schweigen. Das war das Schwierigste. Ich musste schweigen. So viel. Weil ihr wisst ja, ich bin ein Dummschwätzer und ich schwätze gern. Aber hört auf, das Gefühl, ich habe heute noch Depressionen. Nein. Ich habe Ziel und das ist der Bergspitz. Ich will auf den Bergspitz rauf, weil ich will Benjamin Netanyahu sagen, er soll aufhören, all die Kinder umbringen. Weil es gibt ganz viele Leute, die werden depressiv. Und es gibt ganz viele Leute, die sind am Sterben. Und ich bin da, um für euch einzustehen. Weil ich weiss, was ich bin. Und ich weiss, wer ich bin. Und ich bin da in Triesta, weil das Konzept von Triesta ist wunderschön. Ich bin im Oberwallis da zum Kreieren. Nicht zum Drogendealers beschützen. Weil die meisten Drogen sind super für Leute, die aufgegeben haben und sich ablenken lassen. Und die Agenda 2030, wo allen die Jobs wegnehmen und alles automatisieren und Insektenfraß geben. Sie sagen, die ganz grosse, klare Lösung wird sein. Und darum ist aber auch das Drogengeschäft unterstützt von der Politik. Wird das Drogengeschäft wichtig, weil was macht man mit all diesen nutzlosen Menschen, all die Leute, die keine Jobs mehr haben? Es wird sehr viel Arbeitslosigkeit geben, wenn es so weitergeht, wenn wir wegkommen vom Bauern und von Handwerkern und all das, wenn alles automatisiert wird. Und die Lösung für all die arbeitslosen Leute sind Computergames und Drogen. Betäuben und gamen. Ablenken und game und betäuben. Und darum, Conny,
abfahren. Tschüss, ciao, wiederschauen. Weizen vom Spreu tue ich jetzt gerade trennen. Tschüss! Ich hocke gerade da beim Andi im Studio. Mein Name ist Sam Smiler, ich bin ein frecher Aff. Und jetzt will ich erklären, wieso, yo. I'm a cheeky monkey, yo a cheeky monkey. Wow, oh, cheeky monkeys, jump, jump. I'm a cheeky monkey. So, definitiv ein Problem, das ich persönlich für mich sehe in der Schweiz und der Schweizer Politik, ist die ganze Parteipolitik. Es hat viel zu viele Parteien. Aber ja, es hat die Parteien haben ja einen Namen und oder die Buchstaben sind alles per Buchstaben. Und ich tue amigs für mich die Buchstaben so ein bisschen, damit ich so für mich kann erklären. Die SP zum Beispiel ist die Skiheilig-Partei, Schein, S wie Schein. Partei. Da habe ich später nochmal wirklich eine Geschichte, wieso dazu. Wobei, da im Oberwallis zum Beispiel gibt es ganz eine gute Politikerin. Also ich finde sie gut, sie ist noch jung, sie ist noch am Erfahrungen sammeln. Aber ich finde Claudia Appliger, die hat Potenzial. Die hat Hand und Füße. Dann gibt es eine neue Partei, das ist die Neoliberalen. Die kommen, glaube ich, von Davos. Das ist eine Partei, die ganz fest, wenn du genau anlesen, das ist ganz fest die Parteiparole von Davos. Also da geht es ganz fest um Smart Cities, um 15-Minute Cities und neoliberal. Aber ich tue nicht werten. Es braucht uns alle, wirklich. Yin und Yang ist sehr wichtig. Da hat es die Schweizer Volkspartei, SVP. Die sind wirklich bürgerlich. Und in meiner Erfahrung eben im Weinberg vom Bedienen, also der Mögeli, der ist widerlich gewesen. Das ist wie so der der Schlangenberater im Herr der Ringe, vom König, vom schlafenden König. Das ist so ist mit dem Mögeli reingekommen. Aber eben, so Christoph Blocher ist echt gewesen. Der ist wirklich so, wie er ist. Bürgernah. Und ja, da in der Schweiz, da in Oberwallis sehe ich die Mitte. Die Mitte ist wirklich recht bürgernah. Also die Politiker, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ich kenne zum Beispiel einen Bürgermeister, mit dem tue ich sehr gerne schwätzen. Und der ist da. Dort, wo das Volk ist, ist er dort. Und man hat nicht das Gefühl, er sei irgendwie abgehoben. Und er hat mir gerade letztes Jahr auch erklärt, für eine gute Symphonie, für eine gute Musikgruppe. Und wir wissen ja alle, im Oberwallis ist Musikgruppen wichtig. Da braucht es alle miteinander. Genau, die Mitte finde ich relativ, ja. Ich bin keine Partei und ich will nie bei einer Partei sein, weil, ganz ehrlich, jedes Thema ist ein anderes Thema und jedes Thema hat eine andere Einstellung für mich. Also ich tue themaorientiert. Wenn ich abstimmen würde ich themaorientiert. Ich werde euch nachher noch das Sunset-Podium zeigen, wie das ist in meiner Meinung für Politiker und Personenwahl. Habe ich es kreiert für mich. Aber zurück zu den Parteien. Die FDP fürs dicke Portemonnaie. Die FDP, egal was sie machen, es geht sicher darum, irgendetwas tut sein Portemonnaie füllen damit. Meistens geht es darum, zu regulieren oder Regulationen zu umgehen, aber meistens geht es ums dicke Portemonnaie. Umso dicker, umso mehr FDP. Du findest auch am meisten Buchhalter in der FDP. In meiner Erfahrung. Wir haben noch die CVP, Christliche Volkspartei. Ich bin ja ganz nahe zu Gott. Oder wirklich, der ist der einzige Chef, den ich habe. Der einzige, den ich wirklich Befehl tue. Wenn er sagt, nein, Colin, dann höre ich zu und mache es einfach nicht. Wieso auch immer, wieso auch ich hinterfrage es nicht. Wenn er nein sagt, dann sage ich nein. Aber ich glaube, die Christliche Volkspartei ist nicht bei Gott. Ich glaube, sie sind bei sich und sie nützen Gott aus. Also ich sehe es ähnlich wie jetzt auch in Amerika, wenn der Trump sagt, ich bin Katholik oder ich bin bekehrt. Weißt du, da in Amerika tut man auch jetzt ganz fest sagen, Katholismus. Ich glaube, das ist alles auch einfach Lug und Trug. Wie auch, ja, die meisten, weil Politik und Religion und so, schwierig, Schwierig, wenn man es mischt. Wir haben es gesehen,
in den Zeiten der Inquisitoren und so ist nicht gut, wenn Politik und Religion eins ist. Das ist nicht gut, ne? Weil, ja, Vielfalt. Was ich ganz fest dafür bin, ist, dass wir Krieg abschaffen. Ich bin für Frieden. Ich habe nicht gern Krieg. Ich finde das keine gute Lösung. Ich bin ganz fest für die Natur. Aber ich bin kein Grüner. Weil die Grünen, wenn du die Grünen zuhören, die haben nicht viele Lösungen. Die sagen einfach nur Natur. Aber die bringen auch nicht die guten Lösungen für die Natur. Also ich kann noch keine... Ja, ich finde es schwierig. Und vor allem ist es sehr... Nein, die haben... Aber vor allem, was mich sehr fest enttäuscht ist, die Grünen sind die recht laut sind. Vor allem, wenn du auf Deutschland gehst. Die Grünen wollen Krieg. Die Grünen wollen Aufrüstung. Die Grünen wollen Krieg. Und es gibt nichts Schlechtes für unsere Natur als Krieg. Nichts Schlechtes. All die Waffen, all die Blei und all die Kugeln. Und stell dir vor, was so eine Atombombe würde machen. Scheiße, das wäre der Tod für unsere Natur. Also nein, die Grünen. Und die Grünliberalen, ja, wenigstens haben Grünliberale, GLP, haben wenigstens mehr Spektrum. Die haben wenigstens mehr Breite. Wer habe ich noch vergessen? Ja, die Alternativliste. Ja, Hauptsache anders, gell? Ja. Ich finde, am besten finde ich die ohne Partei antreten. Sie haben es zwar sehr, sehr schwierig, aber parteilose Leute finde ich am besten, weil bei denen geht es um die Sache meistens. Meistens geht es ihnen um die Sache. Sie machen es sicher nicht für ihr eigenes Ego, weil sie wissen ja, sie haben keine Chance. Also meistens ein parteiloser Kandidat hat meistens keine Chance. Und darum bin ich ganz sicher, macht das für die Sache. Das ist so eine Art Pionier. Und sonst habe ich gerne authentische Menschen. Ich habe gerne Leute, die mir in die Augen schauen, egal ob ich stinke oder nicht. Ich habe gerne Leute, die echt sind, wirklich. Das sind Politiker. Und ja, also jetzt tue ich noch da Heu füllen und den Esel füttern und Hasen und Küngel und was auch immer. Und dann erzähle ich euch eine Geschichte über meine Erfahrung mit der SP. Das ist nämlich maßgebend für meine Einstellung. Und was ich ganz sicher gar nicht ernst nehmen kann, sind die sturen Esel, die meinen, immer noch das Gefühl haben, die Schweiz sollte die EU beitreten. Weil von da aus gesehen, mit dieser Aussicht, die ich habe, hat kein Land von der EU profitiert. Kein einziges Land vom Konstrukt von der Europäischen Union profitiert niemand. Ausser Ursula von der Leyen. Weil und alle anderen, die in Brüssel hocken, weil die werden bezahlt für das, dass sie vorher nichts Gescheites geleistet haben. Hey, wirklich. Also, Gaboni, ja, du bist auch dieser Meinung. Ja, sie ist auch dieser Meinung. Die EU, also wer meint, die Schweiz müsse in die EU beitreten? Hey, sind die doof. Was haben die noch nicht begriffen? Wirklich, die EU ist ein Lug, ein Betrug und es macht nur die Ursula reich. Und alles andere, also sag mir welches Land, da unten in den Kommentar, welches Land hat wirklich profitiert von der EU? Kein einziger. England vielleicht, weil sie dort mal nicht haben müssen den Euro annehmen, sondern sie können den Pfund behalten und so ist der Pfund stark geblieben. Und so hat England noch lange überleben, aber jetzt haben sie auch, England ist kaputt, sorry. Keir Starmer, das ist auch einer von Davos. Aber ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Die sollen hier ohne ihre 15-Minute-City bauen. Lass einfach mich in meinem Frieden sein. Das ist das, was ich sage. Lass uns Nachbarn sein. Egal, was du glaubst. Egal, welche Religion, egal, welche Partei. Egal. Lass uns einfach Nachbarn sein. Und wie gesunde Menschen, mit gesundem Menschenverstand darüber reden. Hey, wir können das diskutieren. Aber einander töten, wegen anderen Meinungen, müssen wir sicher nicht. Ich bin gerade am Misten, am Scheissen schaufeln. Und kommt mir gerade in den Sinn, ich kann nicht nur Scheiße über die eine Partei reden, es gibt auch gute Leute, eben wie ich gesagt habe, wegen der Claudia, wie ich gesagt habe,
wegen dem Bürgermeister von der Mitte. Ganz gute Leute. Und bei den Neoliberalen hat es eine, kommt mir ihren Namen jetzt nicht in den Sinn, aber ich weiss, sie kann tanzen. Und ich würde für sie stimmen, weil sie ist frei, wenn sie tanzt. Auf der Tanzfläche ist sie frei. Das heisst, jemand, der so tanzen kann und so abgehen kann, das muss jemand sein, der wirklich in der Politik ist, weil sie daran glaubt an der Sache. Weil sie ist frei. Relativ. Sie ist zwar parteigebunden, aber sie kann tanzen. Also sie weiß, was Freiheit ist. Dann gibt es bei der FDP einen, den finde ich ganz sympathischer. Mit dem rede ich noch gern, wirklich. Und er war immer wieder da und hat auch bei mir am Stand vom Bürgermeister auch immer wieder Geld ausgegeben vor der Weihnachten und so. Also der ist nicht nur für sein eigenes Portemonnaie, der ist auch für die Portemonnaie für andere. Und der ist zum Beispiel der Smile for Kids in die Welt gelebt hat. Ich finde den super. Der macht, weißt du, schon fürs Finanzielle. Eben, Smile for Kids ist ja darum gegangen, Geld zu generieren für Kinder. Da hat es viele andere Baustellen gehabt, dass es nicht geklappt hat. Aber grundsätzlich, den finde ich auch ganz einen guten. Den finde ich sympathisch. Ja, und dann gibt es noch 2, 3 andere. Es gibt einen, der hat mir zum Geburtstag gratuliert. Da bin ich immer noch gerührt und geehrt, weil so ein wichtiger Mann in Oberwallis, der ist so wichtig, auch da in Natas, dass er mir zum Geburtstag gratuliert hat, mit allem, was ich bin. Das zeigt auch jemand, der zuschaut, genau, und wirklich differenziert und nicht einfach irgendeine Parole daher tut. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, genau. Es gibt wirklich Politiker, die sind gut. Und es gibt einfach Politiker, die sind einfach das, um sich selber bereichern oder selber gut stehen. Oder die tun irgendeine Parolen affen. Und ja, das kann ich nicht so verstehen. Vor allem eben nochmal EU. Oder nein, was im Moment mir auch noch ein bisschen Sorgen macht, ist, für die Ukraine hat die Schweiz ihre Neutralität aufgegeben. Sie sind vollweich. Und es macht mich Sorgen. Es fahren sehr viele Panzer hin und her. Mehr in den letzten paar Wochen fahren da unten mehr Panzer hin und her als in den letzten 3 Jahren. Ich hoffe nicht, die Schweizer Politik, dass ihr euch am Vorbereiten sind für den Krieg. Da müssen wir im Fall drüber reden. Für das habe ich den Peace Circle. Wir müssen drüber reden. Ich werde laut, weil ich will keinen Krieg. Nein, wir sollten keinen Krieg haben. Keiner von uns hat es verdient. Und die Schweiz, wenn dann? Nein, es soll gar keinen Krieg geben. Es geht auch nicht um Neutralität. Punkt, fertig. Hört auf mit dem Krieg. Und die Schweiz und Oberwallis. In Oberwallis bin ich, weil ich glaube, für den geopolitischen Zustand ist Oberwallis ein guter Ort, um so vorzugehen, wie ich am liebsten vorgehe. Mit bestem Wissen und Gewissen als Beispiel voran. Und das wäre darum für mich klar, wieso ich da in Oberwallis will Himmel auf Erde kreieren mit Paradies in Dresden. Weil ich will zeigen, wie es funktioniert. Die Lonza, 15-Minute City und in der Mitte einfach ein freier, natürlicher Ausgangsziel. Mit Permakultur und gutes Essen. Weil das Essen, nährstoffreiches Essen und gutes Wasser und sauberes Zeug, das ist wichtig. Und das wird das Thema sein in den nächsten paar Jahren. Dass wir genug zu essen haben. Das wird das Thema sein. Und darum bin ich am Gärten bauen, darum bin ich am Misten. Der Mist wird zu Dünger und Dünger wird zu Pflanzen und Pflanzen wird zu Nährstoff. Und das gibt gesunde Menschen. Und gesunde Menschenverstand ist, was wir mehr brauchen hier in der Schweiz. I'm a cheeky monkey, you're a cheeky monkey, we're all cheeky monkeys. Jump, jump. Manchmal bin ich nicht ganz bache, du mich trotzdem neu entfachen. Tag für Tag, los zu, was Ja, ich sag. also eben. Thema, wieso ich definitiv. Wieso, also komm, wir nehmen dann so. Wieso nenne ich die SP die Heilige Partei? Weil, es ist ja so, vor etwa 12, 13, irgendwelche so, gar noch nicht so lange her, also aber noch wo meine Tochter schon auf der Welt war und ich wieder zurück in der Schweiz war, weil ich habe ja zwischendurch auch in Griechenland gewohnt, bin nicht nur immer in der Schweiz gewesen. England, Schweiz, Griechenland, wieder Schweiz. Genau. Also ich kenne auch griechische Politik und ich bin,
Und ich kenne englische Politik. Aber ich sage euch eins, die Schweizer Politik ist das Beste. Ja, auf jeden Fall ist es so gewesen. Die SP hatte eine Initiative gehabt. Und in dieser Initiative ist es darum gegangen, dass gut integrierte, langjährige Ausländer wie ich, solche, die können Küchenkästchen sagen, so Küchenkästchen, das kann ich sagen. Also gut integrierte Ausländer wie ich, die sollten Stimmrecht bekommen. Ist die Initiative gewesen. Und ich habe gefunden, boah, so gut. Ich kann mich bleiben, ich muss nichts ändern und ich kann sogar noch abstimmen und meine Meinung haben. Sehr gut, da hänge ich mich rein. Ich habe mich dann auch voll reingehängt, bin SP-Parteimitglied geworden und habe mich reingehängt. Und bin ziemlich schnell vorwärts gekommen, weil in Zürich ist das gewesen. In Zürich hat man mich so halb erkannt, weil wie ich auch da bin, ich bin nie anders gewesen, ich bin auch dort laut gewesen. Und im 2003 bin ich ja sogar Zürcher des Monats gekürt worden und die Polizeivorsteherin Esther Maurer hat mir ein Buch geschenkt und der Blick hat mich sogar auf der Titelseite gehabt in 2003. Es ist dokumentiert und archiviert. Titelseite, der Friedensengel, Colin. 2003, Blick, 2. Mai. Könnt ihr schauen, wenn ihr wollt. Ich sage das jetzt nicht, einfach damit ihr wisst, wieso. Bin ich schnell vorwärts gekommen bei der SP. Bin schnell vorwärts gekommen. Und eines Abends, nach der Sitzung, Strategiesitzung, wie geht's weiter, bla bla bla, bla 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 bla, solche Sachen, sind wir etwas trinken. Ein Gläschen Wein haben wir getrunken, weil Alkohol ist ja der Droge schlechthin, wo akzeptiert wird. Das kann man auch als Politiker öffentlich machen. Wein trinken, kein Thema. Bin ich mit einer Nationalrätin zusammengesessen, Wein trinken. Übrigens, wenn sie immer noch Nationalrätin ist, wenn es mir recht ist, ich habe schon lange nicht mehr geschaut, ist sie die längst dienende Nationalrätin sicher von der SP. Und ich glaube, wenn es mir recht ist, sogar eine der längst dienenden Nationalräte überhaupt von der Schweiz. Auf jeden Fall bin ich mit ihr zusammen am Wein trinken. Sie mag sich sicher an die Geschichte erinnern, wenn sie das jetzt hört. Und dann sagt sie zu mir, du Colin, mein Mann ist Holländer. Und ich sage ihm das Gleiche, was ich dir jetzt sagen will. Und dann sage ich, ja, was willst denn du mir sagen? Sagt sie, wird Schweizer. Aber dann bin ich gerade ein bisschen verwirrt worden, verstehst du? Weil es ist darum gegangen, abstimmen für Ausländer wie ich, die integriert sind und Küchenkästchen können sagen. Genau. Habe ich gesagt, was? Aber was erklären wir das denn jetzt nochmal? Wir sind jetzt da gerade am darüber reden, dass ich abstimmen darf, ohne Schweizer zu werden. Dann sagt sie, ja, aber weißt du, Colin, ganz ehrlich, Colin, wir von der SP, wir wollen das gar nicht wirklich. Das ist nur Propaganda. Wir machen das nur zum gut dastehen, um neue Wähler zu kriegen. Sprich, wir lügen. Wir machen Propaganda, wir lügen, wir tun die Masken auflegen. Aber ehrlich gesagt, sie schaut mich an und sagt, ganz ehrlich, hast du das Gefühl, wir wollen, dass jeder Huren Albaner und Jugo kann abstimmen für uns? Nein, es gibt so viele Gesindel als Ausländer da in der Schweiz. Sagt sie mir, sie als SP, die Link, wo für Biodiversität und möglichst viele Einwohner und Einwanderer ist, sagt sie, wir wollen das gar nicht. Wir wollen einfach gut dastehen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den Kellner gerufen, ich habe mein Glas Wein gezahlt, ich habe mich verabschiedet und gesagt, schönen Abend noch, alles Gute. Und ich bin aus der SP getreten. Und jedes Mal, sie schaffen es nicht, mich aus der Liste zu streichen, weil jedes Mal, wenn irgendeine Abstimmung ist, komme ich wieder das Telefon über, weil ich habe seit 17 Jahren die gleiche Telefonnummer, weil ich verstecke mich nicht. Läutet sie mir immer noch an und sagen, du Colin, hey, der SP macht dies und der SP macht das. Und ich sage jedes Mal, ja, ist gut, ich interessiert mich wie nicht, weil ich weiss nicht, was echt ist. Ich weiss nicht, was echt ist bei der SP.
Oh, Scheibe. Jetzt ist mir gerade der Hirnfutter ausgelegt. Ich weiss wirklich nicht, was echt ist und was nicht echt ist. Ich weiss zwar, dass Claudia, wenn ich ihr in die Augen schaue, weiss sie, dass sie es ernst meint und echt ist. Aber der SPPC weiss ich nicht. Und der Wermut, von dem haben wir sowieso zu viel hier oben auf dem Hügel. Der ist ganz sicher nicht echt. Und die Watson, wenn wir jetzt noch schnell über Zeitungen reden. Watson an der Online-Zeitung, ganz eine üble Organisation. Da hat 2, 3 gute drunter. Ich kenne da 2, 3 Mitarbeiter, sind gut. Aber sonst der Chefredakteur, Vollidiot. Aber eine andere Zeitung, wo zwar nicht immer alle Meinungen gleich bin, wirklich. Aber die Weltwoche, der Chefredakteur, der schaut wenigstens alle Seiten an. Das ist wenigstens einer, der normal mit dem Urban zusammensitzt und so. Der gibt andere Perspektiven und der ist nicht so stur in seinem Ding. Das habe ich gern, wenn die Leute verschiedene Seiten von der Geschichte hören und anschauen und so. Ja, das habe ich gern. Ja, genau. Was ich nicht gern habe, sind Lügner und Betrüger und so Leute, die Sachen machen, zum gut dastehen. Scheinheiligkeit habe ich nicht gern. Und ja, Leute, die nicht von der eigenen Haustür wischen und dafür aber mir wollen da die Kappe schiessen, die habe ich auch nicht gern. Ja, darum. Das ist auch so ein bisschen meine politische Einstellung. Und eben Drogen machen die Leute kaputt. Das ist so. Aber zum Teil werden sie extra verteilt und extra unterstützt. Wie Korruption ist, darum sollte es legal sein. Alle. Wie stell dir vor, Millionen! Ich kenne Drogendealer, die verdienen pro Wochenende 20, 30, 40'000 Franken. Und das sind nicht einmal Chefetagen, das sind einfach so Strassendealer. Wenn sie an der Goa-Partys ihre MDMA und ihr Ketamin verkaufen, verdienen sie extrem viel Geld. Und die Partys, die sehr gut laufen, das sind die Partys, wo gute Dealers dahinter haben. Oder guten Stoff. Genau. Und es ist in Davos ganz klar, von Davos aus wird es unterstützt durch das Drogengeschäft. Weil Drogengeschäft behalten die Leute lahm, behalten all die Schäfchen, die keine Arbeit haben, lahm. Oh, und ganz etwas Giftiges ist der universelle... warte! Der universelle Grundlohn ist genauso schlimm wie der Digitallohn. Und wenn das kombiniert ist, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Ui. Hey, die Leute motivieren, um wieder zu arbeiten mit der Hand. Die Leute motivieren, um wieder in der Natur draussen zu sein. Die Leute motivieren, um ihren Kopf... Ich mag, was ich mag und ich mag mit dir lachen. Ja, am allerliebsten lachen. In der Pöbelkultur sagen wir, hebt die Erdensorge, hebt die Menschensorge. Und das, was überflüssig ist, gib's zurück. Also das heisst, wenn du zu viel von etwas hast, dann gib's weiter. Du musst nicht für dich behalten. Es hat genug für alle. Ich sage nicht, wie im Kommunismus, jeder soll das Gleiche haben. Wirklich nicht, weil das universelle Lohn ist nichts. Ihr soll jeder das haben, was er verdient, und von nichts kommt nichts. Das ist ja so. Aber hebt die Leute, die viel geben, Sorge. Also Krankenschwestern, alle in der Pflege, Bauern. Ohne Bauern gibt es nichts zu essen. Sind ihr euch das bewusst? Die Leute, das Strassenwesen, die es putzen, die die Drecksarbeit machen, die eure WCs putzen, das sind wichtige Leute. Nicht die in den Büros, nicht die Ämter. Irgendwelche Leute, wo der Computer sagt ja, der Computer sagt nein. Das sind nicht wichtige Leute. Die Influencers, im YouTubers, so wie ich, wir sind nicht wichtig. Wichtig sind die unterst am Arbeiten sind. Weil ohne das Fundament habt kein Haus. Und für all die sagen, Ausländer raus. Hey,
wer ist momentan das an Drecksarbeit am machen hier in der Schweiz? Und wenn ihr nicht wollt, dass es viele Flüchtlinge da gibt, dann müsst ihr schauen, dass es keinen Krieg gibt, damit sie dort bleiben können. Und dass es ihnen besser geht, dort wo sie sind, anstatt nur motzen. Lösungen! Wir sagen in der Permakultur, Lösungen orientiert sein. Genau. Und anstatt motzen, Lösungen suchen. Und Lösungen ist nicht Hass und Trennung und einander weh machen. Die Lösungen sind Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn jeder ein Eierkuchen daheim hat, hat jeder gut gegessen. Verstehen Sie, was ich meine? Weil Eier sind gesund. Man braucht Eier, man braucht Mut. Ohne Eier gäbe es keine Fortpflanzung. Und was ist zuerst? Das Huhn oder das Ei? Ha! Keine Ahnung habe ich. Keine Ahnung. Ein Dummschwätzer bin ich. Aber von tiefstem Herzen. Ich sage euch eins. Hebt den die Leute Sorge, die für euch arbeiten. Die Handwerker sind wichtig. Wir brauchen keine Roboter, damit alle arbeitslos sind. Ja, die einzigen, die es brauchen, dass alle arbeitslos sind die nur gierig sind für mehr Geld, mehr Profit. Weil stell dir vor, du musst niemand mehr zahlen wie in deiner Fabrik. Du kannst nur noch produzieren und nur noch Geld verdienen. Wow! Die Profitmarge wird brutal. Einmal einen Roboter kaufen und nie mehr. Stell dir vor, du musst keine Krankenkasse zahlen, musst kein Tageskrankgeld und kein Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub zahlen. Hey! Aber eben, wie gesagt, wie beschäftigen wir all die arbeitslosen Leute? Wir tun sie vollpumpen mit Drogen. Hey, und machen sie alle kaputt und Zombies. Ich sage, legalisieren, ja. Damit, wenn schon Drogen verkaufen, sollen sie wenigstens auch Steuern zahlen. Und die Superreichen, die sollen erst recht Steuern zahlen. Ich weiss noch, in Zolliken bin ich aufgewachsen. In Zolliken ist auch ganz klar dokumentiert, Zollikenberg. Alles ist dokumentiert. Auch dort bin ich schon laut gewesen. Schon immer. Zolliken Bote hat immer wieder über mich geschrieben. Immer die Bote. Ja, vielleicht bin ich doch nicht ein Dummschwätzer. Vielleicht bin ich einfach auch ein Bote. Von dort oben. Aber geht es nicht um mich. Es geht um Politik. Was wollte ich sagen? Genau. 3 Leute, als ich hier in Zolliken gewohnt habe, haben 3 Leute 90% der Steuern gezahlt. Das heisst, der Rest von Zolliken hat den dritttiefsten Steuerfuss der Schweiz gehabt. Es ist uns allen gut gegangen, weil man das gezahlt hat, was gerecht war. Das progressive Steuerfuss funktioniert nicht so, weil ab einem bestimmten Punkt kann man nur noch beschissen und man kann nur noch sagen selber, was es ist. Klar, ich wäre auch gerne ich will auch steuerfrei sein, ganz klar. Ganz klar. Am liebsten würde ich es nicht zahlen, weil es eben im Moment den Krieg unterstützt. Aber ich bin auch froh, zahlt die Straßen. Ja, die Straßen sind zwar hier in der Schweiz so gut. Und wir sparen das Geld von der Straße und tun es wieder in die Landwirtschaft investieren. Oder? Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt zu allem gute Lösungen. Vor allem müssen wir anfangen, wieder darüber reden. Und wir müssen aufhören mit der Parteischeiße. Es soll um Thema gehen, es soll um den gesunden Menschenverstand gehen, es soll um die Gesundheit der Menschen und der Erde gehen. Und alles, was überflüssig ist, soll nicht behalten werden wie ganz gierig, sondern das soll zurückgegeben werden. Was ich von der Natur nehme, gebe ich auch wieder zurück. Darum mache ich Kompost, damit ich den Nährstoff wieder in den Boden bringe. Ein geschlossener Kreislauf. Aber nicht so ganzheitlich und so schwubi, sondern einfach so, wie es ist. Von Hand zum Maul und wieder rausschiessen. Und wenn einer von euch nicht stinkt beim Schiessen, wenn es irgendeinen auf dieser Erde gibt, der nicht stinkt beim Schiessen, dann tue ich dir jetzt schon versprechen, schaue ich dich an als Messias. Und sonst, bis der Punkt kommt, wo ich einen finde, der nicht stinkt beim Schiessen, so wie der Herrgott, bin ich mein eigener Chef und mache, was ich will, weil ich mit gutem Gewissen am Morgen aufstehe und mit gutem Gewissen am Abend ins Bett gehe und lasse mir nichts sagen. Aber ich mache mit bei einem guten Vorschlag. So ist es. So sehe ich das. Hey! Schön geht's dir. Schön haben wir darüber geredet. Jetzt muss ich zu meinem Chef rauf.
weil eben es hat geschneit, sie brauchen Heu, der Heu ist bereit. Danke vielmals für deine Spende, danke vielmals Ärzematt. Aber das haben wir alles schon besprochen. Hey, übrigens, Ärzematt, habt ihr schon gesehen? 38'000 Mal ist die Werbung angeschaut worden. Wenn ich darf in Dresden bleiben, ist das definitiv ein Teil von der Strategie, Werbung machen. Du, der eine Firma hat, wenn ich dahinter stehen kann, so wie ich hinter Ärzematt stehe, dann mache ich gerne Werbung für dich. Und du kannst mich gerne dafür zahlen. Seht ihr, was ich meine? Ich habe schon Ideen, wie ich arbeiten will. Weil ich erreiche ja die Leute. Du bist ja am Zuhören. Dich habe ich erreicht. Deine Aufmerksamkeit habe ich. Also habe ich es auch für andere Leute. Hey, miteinander. Ich muss zu der Chef. Weil ich bin ein Aff, du bist ein Aff, wir sind alles freche Affen. Gump, gump, I'm a chicky monkey, you're a chicky monkey, we're all chicky monkeys. Jump, jump. Schau mal, wie schön. Trotz dem Schnee. Du hast mir das schöne Gras gesehen. Das Weiden bringt es so. Das ändert sich alles so fest oben. Nichts ist, wie es war und alles ist anders. Und Zukunft, Zukunft kann noch viel schöner werden. Es wird auch so schön, egal was kommt. Es ist so schön, das Leben. I'm a chicky monkey, you're a chicky monkey, we're all chicky monkeys. Jump, jump, manchmal switch the language, ich schalte hin und her. Ja, jetzt bin ich da oben. Gell, Madeleine? Bin da. Willkommen, hoi Sally. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um hier zu kommen heute Morgen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es recht rutschig mit dem ganzen Schnee. Und bergauf im Schnee. Ist nicht ohne. Aber es muss sein. Es muss sein. Also tue ich sicher nicht ausweichen. Was muss sein, muss sein. Und es muss sein. Und ich habe recht lang gebraucht. 46 Jahre habe ich gebraucht, zu dem Punkt anzukommen, wo ich jetzt gerade heute bin, zum bewusst zu sagen, hey, es muss sein. Alles, was ich mache, muss sein. Die Videos aus dem Fenster rauslehnen, das muss sein. Ja, es muss sein. Es muss sein, dass ich darüber rede. Und es muss auch sein, dass ich das Video frühzeitig rausbringe. Zum alle überraschen. Weil niemand wieder warten, dass das Video, weil ich mache für Sonntag Werbung. Und mein Wort ist immer noch gültig, wenn ich es am Freitag rausbringe. Das wird morgen sein. Weil, ja, mein Wort ist mein Wort. Und am Sonntag, wenn du ein Gewohnheitstier bist und auf den Sonntag wartest, um mein Video zu schauen, dann wirst du am Sonntag schauen können. Für mich aber ist es wichtig, dass ich es frühzeitig rausbringe, damit das ganze Wochenende Zeit haben, um das zu schauen und immer wieder schauen und verdauen und reflektieren, über was jetzt der Colin alles gesagt hat. Weil es hat viel Botschaften in dem Video, die auch zwischen den Zielen sind. Weil, ja, ich tue mich zwar fest aus dem Fenster rauslehnen, wirklich, aber es 2, 3 Sachen, da gebe ich anderen Leuten die Chance, die Kurve zu kratzen. Ich glaube, wir müssen uns alle langsam entscheiden und auch dementsprechend will ich das Video früher noch rausbringen. Noch nicht gerade jetzt, das ist noch nicht der Abschluss, es kommt noch mehr, ich weiss noch nicht was, aber es kommt noch mehr. Aber ich will den Leuten die Chance geben, zum überlegen, damit es am Montag, mit was auch immer, gerade weitergehen kann, weil es wird langsam Zeit, dass es weitergeht. Sonst wird es langsam einfach blöd. Weil das, was am letzten Montag klar geworden ist, werden so viele Sachen klarer und klarer und klarer. Und darum, irgendwann wäre es schön, wenn Klarheit reinkommt für uns alle, damit jeder weiss, was weitergeht. Und vor allem muss ich weiterarbeiten oder nicht? Packen oder weiterarbeiten. Das ist die Sache. Ich bin für alles bereit und ich stehe gerade. Und all die mir jetzt anzeigen wollen, für alles, was ich gesagt habe, zeigen mir an. Vielleicht muss ich auch in den Knast. Ich stehe gerade für das, was ich gesagt habe. Ich habe mich aber abgesichert. Ich habe mich ganz fest abgesichert, bin aus dem Fenster rauslehnen. Wenn ich rausgehe, dann ist es, wie Gott mein Seil durchschneidet. Aber er sagt, ich sage abgesichert, er schützt sich schon. Er schaut schon, weil vor allem, stellt euch vor, ich muss jetzt in den Knast und ich hätte da bleiben. Dann geht es ja an, was passiert dann mit diesen Tieren? Wer schaut dann, wer räumt dann auf hinter mir? Ich will ja selber aufräumen mit Dreck. Gell, Jungs? Gizmo,
Kommst du schauen, wie ich predige? Alter, die kommen immer schauen. Die kommen immer schauen, wenn ich schwätze. Genau gleich wie du. Schön kommst du immer wieder in den ersten schauen. Und wenn du neu dabei bist und noch nicht abonniert hast, abonnieren, weil es wird spannend sein. Nächste Woche. Darum kommst du früh raus, damit alle Leute das ganze Wochenende Zeit haben, um das weiterzuteilen, um darüber zu reden und sich austauschen und gemütlich beim Essen etwas darüber reden. Und weil ab Montag müssen alle wieder weiterarbeiten. Gell? Ausser wir Bauern, wir arbeiten 7 Tage die Woche. Auf jeden Fall möchte ich euch genug Zeit geben. Darum wird das Video schon am Freitag rauskommen. Genau. Und es ist auch sicher jetzt schon genug lang. So viel Monolog, wie ich führe. Ui. Danke fürs Zuhören. Eben zurück zu den Fundamentjobs. Die wichtigen Leute, die unten durch arbeiten. Eben Putzleute, Pflegeleute, Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten, Bauern. Die arbeiten alle am Wochenende, während andere festen. Drogendealer arbeiten auch am Wochenende. Und meistens arbeiten sie am meisten am Wochenende und machen die meisten Umsätze am Wochenende. Weil die Leute gehen festen und die Leute sind müde von Montag bis Freitag, darum müssen sie Drogen konsumieren am Wochenende. Darum, wenn du ganz fest aufgepasst hast, weisst, was jetzt musst du tun, am Wochenende kann man aufräumen. Es ist so. Und die sind sicher nicht am Schauen, weil mich unterschätzen, sicher. Ausser sie haben so fest Angst, dass sie wissen, was sie machen. Aber ich weiss nicht. Bis jetzt haben sie gezeigt, dass sie mich unterschätzen. Am Wochenende kann man aufräumen. Geht die Skiheiligen suchen. Kommen, Schöpfli, kommen. Das hat genug Heu und genug Stroh für alle. Und in so einem schönen Stall wie das ist, hat es mehrere Trage, damit niemand muss streiten um den Heu. Gell, weil sonst Buben sind recht dominant gegenüber Frauen und Mädchen. Und ich will ja nicht, dass sie streiten. Ich will, dass es allen gut geht. Ausser bei denen, die mich angreifen, denen muss ich mich wehren. Und genau. Und ja, die Tiere, die giftig sind oder dumm tun, tue ich ab. Einfach so, als Bauer tue ich sie ab, weil es gibt auch etwas zu essen. Gell, weil, sind wir ehrlich, wir müssen auch Fleisch essen. Also wir müssen nicht, wir können auch, ja das stimmt, wir können auch Beyond Meat essen, das ist künstliche Laborzeug. Aber sind wir ehrlich, wir sind, die letzten Millionen Jahre haben wir überlebt, ohne Chemie, ohne Laborfraß. Wir haben mit echtem Fraß, mit echtem Essen, mit echtem Fleisch haben wir überlebt und sind wir stark geworden. Genau. Ja, wirklich. Ich meine, die Asterix und Obelix haben immer ein Wildschwein gegessen. Die ist so sicher. And I don't really care, cause I try my best to express the way I feel, no more, no less. Und weißt was? Das Ganze ohne Stress. Weil ich bin ein Aff, du bist ein Aff, wir sind alles freche Affen. Gump. Das Gute ist auch, wenn die Buben dumm tun und nicht alle reinlassen, gerade vom Anfang an. Ich weiss, ich habe genug da im Stall und genug verteilt, dass es für alle langt. Und es hat ja immer noch genug auf der Weide. Und sie werden irgendwann satt sein und werden das Müsse anlegen und wieder kommen. Und in dieser Zeit können dann die anderen auch kommen. Es ist halt so in der Natur gesetzt, der Schneller ist der Geschwinder. Der Stärker überlebt. Wenn man mich unterschätzt, ja, dann so. Jeder wehrt sich auf jede Art. Die einen haben Hörner. Und, oh, das wollte ich noch sagen, genau. Die anderen sind Stachlige. Habt ihr gewusst, die meisten Pionierbäume, wenn wir gerade bei der Permakultur und bei der Natur sind, die meisten Pionierbäume und die Bäume, die am meisten überleben in trockenen Zonen und etwas heiß ist und wirklich schwer zum Überleben verpflanzen, sind die Bäume mit Stacheln. Stachelige, eklige Bäume, so wie ich es bin. Also ich nehme mir als Vorbild die stacheligen Bäume. Ich will ein stacheliger Baum sein, gerade im Moment. Die Stacheligen sind die man nicht auffressen kann. Die Stacheln haben aber auch einen anderen grossen Vorteil. Nicht nur schützen sie. Ich meine, der Igel ist ja fast unzerstörbar vor seinen Feinden, weil er seine Stacheln hat. Aber nicht nur bei den Bäumen sind die Stacheln als Schutz da, sondern der Stachel,
tut der Morgentau mehr Wasser fangen. Das heisst, stachelige Bäume fangen mehr Wasser aus der Luft. Der Morgentau bleibt an den Stacheln hängen und es hat mehr Auflagefläche. Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Das ist etwas zum Beispiel, was ich von Jeff Lawton gelernt habe. Der Lehrer, der in meinen Augen Nummer 1 ist in der Permakultur. Genau, so Sachen habe ich gelernt, die Nuancen. Stachelig muss man sein, wenn man überleben will. Und gestern hat mir einer gesagt, knallhart muss man sein, wenn man oben raus will sein. Und ab und zu muss man die Leute überraschen. Und wenn man immer nichts Neues und Altbekanntes bringt, ändert sich nichts. Wie ich so gerne sage, wenn immer das Gleiche nicht funktioniert, dann muss man mal etwas anderes probieren. Und probieren geht über studieren. Und was mache ich jeden Tag? Lass zu, was ich sage, weil ich mag, was ich mag. Und ich mag am liebsten mit dir lachen. Ja, vielleicht bin ich nicht ganz bache, tu mich trotzdem neu empfachen. Sam Smiler sei Dank. Chicky monkey, oh, chicky monkey, jump, jump. I'm a chicky monkey, you're a chicky monkey, we're all chicky monkeys. Jump, jump. Egal was du machst und egal wer du bist, es ist super, dass du ein chicky monkey Es ist einfach klar. Es gibt solche und es gibt solche. Und das ist vor allem mit der Politik ganz klar zu sehen. Wie ich gesagt habe, es gibt solche Politiker, die wollen Drogengeschäfte unterstützen, weil es hilft, sie die Massen zu manipulieren, weil eben ein Süchtiger oder ein Abhängiger macht vieles. Ich meine, hast du schon mal einen Crack-Junkie gesehen, den Film? Der macht alles für einen Stutz. Ja, Scheiße. Und es gibt auch die solche, die wissen, dass Drogen unsere Leute kaputt machen. Und vor allem, die meisten, die daran kaputt gehen, sind eigentlich die Guten, die verletzt sind und eigentlich Hilfe brauchten, weil irgendetwas ist Schlechtes passiert. Oder es sind, also ich meine, wisst ihr, wieso Cola in Zürich so beliebt ist? Ich meine, Zürich ist nicht die Hauptstadt der Schweiz, aber die bekannteste Stadt der Schweiz, ist auch die Stadt in der Welt, die am zweitmeisten Cola, also Kokain, im Abflusswasser hat. Wisst ihr wieso? Weil das arme Volk ist so unter Druck zum Leistung bringen. Und unsere Familienwerte sind so kaputt gemacht worden. Und Mann wie Frau, alle sind Single. Mehr als 50% sind Single oder geschieden oder was auch immer. Wie Familien hat man kaputt gemacht, ganz bewusst. Eben, es gibt solche und solche Politiker. Politiker, die einstehen für Familienwert und für gute Schulen. Und es gibt solche, die wollen, dass Familien kaputt gehen. Eben, aber zurück auf Zürich. Eben der Leistungsdruck. Und für Mann wie eine Frau, wie der Feminismus sagt, eine Frau muss genauso viel arbeiten wie ein Mann und muss genauso viel verdienen. Aber wer will Geld verdienen, muss auch in unserer Gesellschaft, dass mindestens, wenn du gut sein willst, musst du mindestens eine 50-Stunden-Woche ablegen in Zürich. Ich meine, hey, hallo. Und ich meine, auch die guten Jobs wie Krankenschwester, die sind völlig überarbeitet und verdienen nicht einmal so viel Geld. Und die meisten Familien, früher hat es noch gelangt, dass ein Vater ist geschafft und die Mami kann daheim bleiben, um auf die Kinder zu schauen. Heutzutage langt es nicht einmal, weil Mami und Papi 2 Jobs haben. Hey, auf jeden Fall zurück zu Kokain. Es ist übrigens eine der teuersten Drogen auf dem Markt. Man verdient saumässig viel. Wenn du mir nicht glauben willst, geh der Esteban schauen. Auf Netflix. Das ist auch da zum Ablenken. Der hat nicht mehr gewusst, wohin mit dem Geld. Darum auch legalisieren, Steuergelder. Auf jeden Fall, eben, der Leistungsdruck ist so hoch. Man ist Single, man ist einsam. Und das ist alles vorprogrammiert und abgemacht so. Und mit Absicht kreiert worden. Also alles Design, sagen wir da in der Permakultur. Auf jeden Fall, ja, am Wochenende willst du unbedingt noch jemanden kennenlernen. Brauchst du ein bisschen Nähe, willst du nicht allein daheim sitzen, weil du hast dich auch nicht selber nicht so gern. Aber du bist eigentlich unmüde, weil du hast eine 50-Stunden-Woche geschafft und Überstunden und überhaupt, du hast dich profilieren und hast zeigen, dass du der Beste bist.
Hui, 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 und hast nicht einmal Zeit gehabt, um in der Natur zu laufen. Also musst du in den Ausgang gehen. Und es muss bis um 3 Uhr morgens gehen, weil damit alle willig und willig sind. Und um das überhaupt zu können, brauchst du Drogen. Weil sonst, sind wir ehrlich, wer mag das schon? Und vor allem in meinem Alter, so 46 und so. Hui, 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 wenn du immer noch unterwegs bist, sind die Chancen groß, dass du unterwegs bist um 2 Uhr morgens, dass du zumindest hackendicht bist oder einfach wirklich voller irgendwelche Substanzen bist. Ja, weil wie willst denn du sonst jemanden kennenlernen? Und wie willst denn du am Sonntagmorgen können mit jemandem im Nest liegen? Ob sie jetzt sie gern hast oder nicht, ob sie kennst oder nicht. Und Sex ist auch nicht mehr wert. Heute kann man mit allen schlafen und mit allem. Heute ist es sogar toleriert und akzeptiert, wenn du mit dir schlafst. Weil, hey, wir müssen alles akzeptieren heutzutage. Nur nicht eine alte konservative Meinung. Konservative Meinungen dürfen wir nicht kommen, aber wir müssen akzeptieren, dass es 666 verschiedene Genders gibt. Hey, ich habe kein Problem, wenn eine Frau mit einer Frau schläft oder ein Mann mit einem Mann. Ich muss ehrlich sagen, es ist, als ich noch in Zürich gewohnt habe und als ich noch Single war, habe ich herausgefunden, wenn ich wirklich Sex will, mitten in der Nacht, ist es einfacher, mit einem Mann Sex zu haben, als mit einer Frau, weil ein Mann ist immer zu haben für Sex. Also ich habe mit allen Geschlechtern schon, es gibt nur 2 Geschlechter. Ich habe schon mit allen Geschlechtern Sex gehabt, mit Männern wie auch Frauen. Und ich stehe dazu, wie zu allem. Genau, also es geht mir nicht um schwul und lesbisch sein. Das ist etwas Altes und das gibt es schon immer. Und das ist völlig in Ordnung. Man soll lieben, wer man liebt. Aber es gibt nur 2 Genders. Und die meisten, also die Schwulen und Lesben, die ich kenne, haben auch ein Problem mit dem LGBTQ, oder der ganze Alphabet. Das ganze Alphabet nehmen sie in Anspruch. Ausser A und B. Weil wer A gleich B gleich C. Wer etwas macht, der ist richtig. Aber es geht darum, dass wir uns noch mehr trennen. Und unsere Kinder noch mehr verwirren. Weil wenn unsere Kinder verwirrt sind und dann auch noch sich mit 3... Oh. Ich bin im Weg. Verstanden. Das Zeug ist alles im Weg für gesunden Menschenverstand. Das wollte ich noch loswerden, wenn ich da durch Familienquartier durchlaufe, Lalden. Es ist so schön. Da spürst du noch, da hat es Familien. Ja, die Einfamilienhäuser. Ah, so schön. Familie, das ist etwas Schönes. Ja, ich merke es auch jetzt gerade, wenn ich so allein auf dem Berg oben bin. Nicht, dass ich ein Problem habe mit mir selber. Ich bin gerne mit mir selber. Und ich weiss auch, wieso ich mit mir selber bin. Weil eben meine Familie mich nicht gerne hat. Und ehrlich gesagt, ich aus meinem Vater und meine Tochter, der Rest von meiner Familie, Mama, jetzt gehe ich an Tanten und alle anderen sind einfach zu beschäftigt und wir kennen uns nicht, weil ich bin ja Ausländer und nicht der. Aber Familie ist das Wertvollste. Und das will man auch ganz bewusst kaputt machen. Mit dieser ganzen Gender-Scheiße. Und man will auch ganz viele Leute impotent machen. Weil ein Kind, das mit 3, 4 schon anfängt, Hormone zu nehmen. Ich bin übrigens Fachmann für Betreuung gelernt. Und es ist normal, dass Buben und Mädchen einmal ausprobieren, Buben und Mädchen sein. So. Das ist normal, das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist normale Entwicklungspsychologie. Aber wenn du, sobald dein Sohn anfängt mit Kleidung spielen oder mit den Fingernägeln lackieren, so wie es Mami das will, sobald du mal dann den Schnäbi abschneiden, dann ist er fürs Leben lang impotent und kaputt. Und so können wir uns ausrotten. Ganz, ganz schnell. Es ist alles im Design. Und es gibt solche und es gibt solche. Genau das wollte ich sagen. Es gibt gute Politiker und es gibt Arschlöcher. Es ist das Gleiche mit den Hundehaltern. Oder mit den Eltern. Oder mit allem. Es gibt Sättiges und Sättiges. Aber sind wir ehrlich, es hat Platz für uns alle auf diesem schönen Planet. Darum müssen wir anfangen darüber reden und transparent sein. Also ey, mach doch Bild für dich frei. Und am Ende sind dann alle Chicky Monkeys mit dabei. Und weil ich weiss, dass wir Männer sind, einfach zum Sex haben, wenn du mitten in der Nacht Sex willst haben oder wenn irgendjemand manipulieren willst, weil es gibt Sättiges und Sättiges, weiss ich, dass meine Kondome sicher für Sättiges eingesetzt worden sind.
Und wenn es doch für Liebe und etwas Gutes eingesetzt worden sind, was bin dann ich? Weil ich bin immer noch dein Mann. Ist dir das klar? Ich bin immer noch dein Mann. Und ich bin dein Mann geworden, nicht weil du von grosser Familie kommst. Ich bin nicht wie dein Vater, der seinen Schwiegervater geheiratet hat. Wie dein Schwiegervater. Meinen Schwiegervater habe ich nicht gern. Ich habe dich geheiratet aus Respekt, weil ich dich bewundert habe, weil ich dich geliebt habe und weil ich oben raus wollte. Hey, mein Lieblingsspruch. Ich habe mich aufschlafen und bin auf dem Berg gelandet. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe so fest die Frau bewundert. Ich habe so fest an sie geglaubt. Und ich bin so ehrlich gewesen, vom Anfang an. Der erste Date, wo wir bei ihr auf ihrem Bötli war, sie hat eine Yacht ein Segelbötli hat sie. Und sie kommt von, das habe ich glaube am Montag schon besprochen. Grossfamilie, der halb Finnwald gehört ihre Familie. Oh, Walwal. Gell. Aber mich benutzen wie ein Spielzeug. Ha! Oi, 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 weggerieren wie ein kaputtes Spielzeug. Oi, 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 das geht dann noch. Aber das lernt man ja in der Familie. Oh, Walwal, was wollte ich sagen? Ich habe dich geheiratet, weil ich dich geliebt habe. Und aus keinem anderen Grund. Und ja, für mich ist jetzt zu viel passiert. So wie der Wisi sagt, mit mir kann man nicht mehr reden. Das stimmt. Und ja, mein Angebot tut sich fortlaufend entwickeln. Umso mehr der Wahrheit, dass ich herausfinde, umso mehr kommt die Sonne mir ins Gesicht leuchten. Versteht ihr, was ich meine? Übrigens, wenn wir uns schon am Kennenlernen sind, also du mich am Kennenlernen, ich bin am Laufen, den ganzen Weg, und ich will auch wieder heimlaufen. Nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, mit dem Bus zu fahren, weil, hey, seien wir ehrlich, so teuer ist das nicht. Und ich bin dankbar für alle Spenden, die ich bekomme. Also im Moment hat es noch ein Geld in der Hosentasche. Und auch nicht, weil ich jetzt mehr Ausgaben habe wegen der Kameras, sondern weil ich einfach gerne laufe. Und in 2007 bin ich von der Schweiz weggelaufen, weil ich Probleme hatte mit der Drogenszene, weil ich nicht Geld waschen wollte. Das ist alles auch dokumentiert bei denen, die es wissen. Und es ist mir sehr viel Geld geklaut worden, das ist alles dokumentiert bei der Kamera. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall bin ich auf Griechenland gelaufen und dort stecken geblieben. Ich habe 2 Jahre in Griechenland gewohnt, bin Vater geworden, bin zurückgekommen, wie die Regierung gewechselt hat. Politik, wegen der Politik bin ich zurück in die Schweiz gekommen. Und plus die Politik von Mami, von meiner Tochter, sie hat nicht in Griechenland wohnen, weil sie den Lifestyle nicht gerne hat. Ich aber habe 2,5 Tonnen PET gesammelt. Alles dokumentiert, kannst du nachfragen, in Sivota habe ich gewohnt. Ja, auf jeden Fall. Als ich mich dann getrennt habe von der Mutter von meiner Tochter, weil ich nicht streiten, so wie meine Eltern, weil sie haben 14 Jahre lang gestritten. Und ich habe nicht in einer Beziehung bleiben zum Streiten. Und ich habe auch nicht nur wegen der Kinder zusammenbleiben, weil ich auch so meinen Vaterrolle nehmen, bin ich Speckli gewonnen. Und Speckli war auch damals schon auf dem Hügel oben, neben draussen. Zürtigen am See, Speckli. Oh, ist das man würde es Paradies nennen. Aber es hat in Hürtigen schon ein Paradiesli gehabt. Also hat man Speckli genannt und Speck ist schon etwas Gutes. So wie der Wildsau im Obelix und Asterix. Siehst du, schließt sich alles wieder im Kreis. Auf jeden Fall hat mir die Vermieterin ursprünglich nicht Erika, Sally, liebe Grüße Erika und Werner, falls ihr am Schauen sind. Ich weiss, ab und zu schauen ihr. Eben, die Vermieterin hat mir gesagt, ich kann es dir eigentlich nicht geben. Wieso? Habe ich gesagt, ja, weil du nicht kein Auto hast. Habe ich gesagt, ja, aber ich laufe so gern. Ich bin auch auf Griechenland gelaufen. Das sagt sie wirklich. Ich so, ja. Ich lieb's und ich nehme es in Kauf. Genau gleich wie in Dresden. Wenn ich zurückschaue, bin ich schon da im Speckli am Trainieren für den Dresden. Und darum laufe ich heute auch auf Wisp, weil ich habe ja die Zeit und ich will mir den Kopf durchlüften und ich will reflektieren und. Verstehen Sie, was ich meine? Und ja, und wenn wir gerade dran sind wegen dem Arbeiten, genau, ich könnte ja am Arbeiten sein. Der strengste Job, den ich je im Leben gemacht habe,
ist Schausteller gsi. Ich bin für einen Schausteller arbeiten. Ist auch alles dokumentiert. Und er wird sicher auch Zeugen geben. Und jedes Mal, wenn ich den irgendwo auf einem Kilby irgendwo in der Schweiz sehe, sagt er mir immer noch Hoi. Weißt du wieso? Weil, als ich auftaucht bin, ich bin kurzfristig bei ihm auftaucht zum helfen. Weil ihm ist jemand ausgefallen und ich habe gerade einen Job gesucht. Hat er gedacht, nein, ich will nicht mehr stehen bleiben. Er hat gedacht, oh, das ist einer, der wird keine 5 Minuten aushalten als Schausteller. Weil die huren Schausteller, die haben ein strenges Leben. Ich sag's dir, aufbauen, abbauen, in der Nacht, nass, Regen, egal. Und dann gerade wieder weiter, gerade wieder aufstellen. Es ist streng. Streng, so ein Schausteller, so ein Kilby-Schausteller. Weißt du, die oder Kilby? Das, was vielfach Zigeuner machen. Genau. Und da, hey, ich habe es bis zum letzten Moment durchgehalten. Wirklich, bis zum letzten Moment, bis er gesagt hat, hey Colin, die Saison ist vorbei für dich. Danke vielmals, hey, Hut ab. Und er hat mir dann, hat einfach Danke gesagt. Und jetzt, jedes Mal, wo ich ihn sehe, und wir sind auch im Facebook befreundet, Herr Meier, viel Respekt für euren Job und euer Leben. Ja, und ich habe es durchgezogen, verstehen Sie? Ich ziehe es immer durch. Ich bin ein Aufstehmännchen, der alles durchzieht. Weil wenn ich A sage, dann mache ich auch B. Das haben Sie noch nie gesehen, so einer wie ich. Und jetzt laufe ich weiter, weil meine Nase läuft. Es läuft immer etwas. Verstehen Sie? Und einfach, dass wir darüber geredet haben, wieder über Parallelen und solche. Der Meier vom Kilby, der Kilby Meier, der hat, seine Kilby-Bahn heisst Wäschmaschine. Es ist eine grosse Wäschmaschine, wo man drin steht und es rührt einem um. Mit den Drogengeschäften habe ich abgelehnt und habe nicht machen, weil ich will keine Wäschmaschine sein. So wie der Dresden eine gute Wäschmaschine sein könnte. Das will ich nicht sein. Ich will ehrlich sein. Und der Kilby-Schausteller ist ein ehrlicher Job. Der Drogendealer ist ein verlogener Job. Es gibt solche und solche. Und bei beiden sind Berufe. Beides. Und der älteste Beruf, kommen wir zurück auf Sex, der älteste Beruf ist ein Hure. Die einen Hure machen es zum Überleben, weil sie müssen sich füttern. Und andere Huren machen es zum Manipulieren. Es gibt solche und solche. Überall. Weisse und schwarze Schafe. Schau mal. Und da, warte schon. Die schönsten Geissen, die es je hat gegeben. Anscheinend sagen das Champions League Geissen, sind schwarz und weiß. Oder sind sie jetzt weiß und schwarz? Das ist beim Zebra auch nicht so ganz klar. Aber schau, jetzt hat es eine. Oder eine, der nur schwarz ist. Ha! Aber das sind die schönsten Geissen. Die traditionellsten und die schönsten. Tradition ist nichts Schlechtes. Tradition ist etwas Gutes. Wirklich. Wenn es nicht missbraucht wird, ist es super. Wie auch die Religion. Glauben haben ist etwas Wichtiges. Es hilft. Jeden Tag daran glauben. So, ich tue mir erlauben, jetzt weiterzulaufen. In der Pfadi bin ich auch mal gewesen. Und dort haben wir gelernt, links laufen, damit wir alle Gefahren sehen. Es hat nichts mit Politik zu tun. Es ist einfach damit zu tun. So kommt dir die Gefahr entgegen. Und du laufst den richtigen Sturm. Du bist bereit auf alles. Schau mal, dort hinten. Dort hinten kommt der Sturm auf. Und darum, vielleicht, tue ich jetzt eben darum auch ein Video frühzeitig veröffentlichen. Weil ich die Gefahren schon sehe. Und ich will, dass ihr es auch seht, wer ich bin. Wir können springen, schwingen, tanzen, lachen, eben alle Sachen, die Cheeky Monkeys machen. Krass, was man zusammen so erleben kann. Und das Coolste ist, es fängt ja gerade erst TGIF ist ein Synchronym oder Synonym, ein Haufen Buchstaben aneinander. Und in Englisch heisst das Thank God It's Friday. Es ist jetzt Freitag, wenn das Video rauskommt. Jetzt gerade, wo ich das aber am Aufnehmen bin, ist es Donnerstag. Ich tue das nämlich heute schon aufnehmen, fertig machen, damit ich es morgen veröffentlichen kann und sowieso und überhaupt. Im Moment tue ich gerne Leute überraschen. Ich bin gerne 3 Schritte voraus, weil es ist,
ich will wirklich, ich möchte den richtigen Leuten Angst machen und die richtigen Leute möchte ich mir Verständnis geben, für wer ich bin. Ich möchte, dass wir uns alle kennenlernen. Und die Leute, die sollten Angst haben von mir, sollten weiterhin Angst haben von mir, weil ich bin für sie bin ich unberechenbar. Und für die mich ernst nehmen und ganz genau zuhören, durch die Blume, steht da in dem Video so viel geschrieben. Und immer wieder sage ich eins, danke vielmals fürs Liken, danke vielmals für Abonnieren, danke vielmals fürs Kommentieren, fürs Teilen, und überhaupt. Das Schönste ist, dass es dich gibt, weil du machst die Welt zu einem besseren Ort. Und ja, für das sind wir doch alle da, damit die Welt schöner wird. Vor allem die Oberwallis! Der Oberwallis ist mir im Herz gemeißelt. Ich will gerne Schweiz werden. Jetzt wissen ihr aber, wieso ich nicht per se darf, für was ich mich einstehe, was ich politisch denke, wieso ich mich aus dem Fenster auslehne und wieso mich nichts mehr kaputt machen kann. Weil ich habe nichts mehr zu verlieren. Schön bist du da. Tschüss zusammen und hoffentlich geht es nächste Woche so richtig weiter mit agieren anstatt reagieren. Reagieren. So ist es. Tschüss zusammen. I'm a chicky monkey, you're a chicky monkey, we're all a chicky monkey.